Übertragen, wir sind live im Business. Krasser Scheiß. Servus. Grüß dich. Was lachst du jetzt da? Kein Mensch da. Was sind denn Leute? Ja, kaum ist draußen nochmal ein Max Schäs ans Furt, oder? Arschgegen. Ist ja eh scheißegal, die können sich ja nachträglich anschauen, die Teufel. Dann sei eh nicht. Die schicken ein Herz. Ja, der Philipp schaut alles so. Philipp ist ein guter. Philipp hat sich jetzt auch unser äh, Directive Gameplay angeschaut und fragt sich, wo das Finale ist. Tja, das ist die versteckte Bonusfolge. Du Pimmel. Mir wundert's tatsächlich, dass das so lange nicht aufgefallen ist. Ich war mir eigentlich sicher, dass es aufgeklungen ist. Aber keine Angst, Philipp, das kommt noch. Irgendwann wird es das Seppi schon noch schaffen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zum Talkthrough. Hat jetzt fast, ich glaube, im Ende April, Anfang Mai haben wir die letzten gemacht, oder? Das kann gut hingehen, ja. Hat jetzt leider wirklich sehr lange nicht mehr funktioniert. Weil Business, was du siehst, busy as a bee sind wir halt einfach. Da ist er eh schon, wenn man vom Teufel spricht. Aber die Ehre, Servus, Baby. Haben wir schon über die gelästert? Haben wir Ja. schon über die gelästert? Nein, aber nicht. Du bist unser bestes Pferd im Stall. Du bist unser bestes Pferd im Stall. Herzl gibt's für den Philipp. Herzl. Jetzt für den Philipp, warte, ich schaue auch jetzt mal hier. Piu, 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 piu. Jo, was geht ab, Seppi? Ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Zeit vergehen lassen seit der letzten Folge und da haben natürlich einige Sachen passiert, unter anderem 100 Millionen Spieleankündigungen. Brutal. Da wo wir uns halt vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen durchsprechen werden. Dann ist die komplette Gaming-Industrie ausgeflippt. Studios werden geschlossen, CDs werden nicht mehr verkauft, Geräte werden teurer, andere werden unbezahlbar. Es ist wild. Es ist wild da draußen. Was passiert denn in der Gaming-Genossenschaft? KI passiert, macht alles kaputt. Diese so ins Knie ficken, die KI. Ja, wir haben ja tatsächlich, also für Spieler ist es echt kacke, weil du hast ja zum einen werden die ganzen Konsolen immer teurer. Das ist die erste Konsolengeneration seit jeder Dinger kann, wo die nicht billiger werden mit der Zeit, sondern teurer. Das Ja. ist völlig irre. Du kannst heute, wenn du das Steam Deck gekauft hast damals, so wie ich, dann kannst du das heute teurer verkaufen, als du das damals eingekauft hast. Voll geil, Weil oder? das jetzt 250 Euro teurer geworden ist. 250 Euro? Das ist voll geil. Also, ich glaube, PlayStation ist ja ein 100er Teil geworden, oder? Ja, und das ist auch schon die zweite Preiserhöhung, glaube ich. Oder? Ich glaube auch. Xbox ja schon die fünfte. Aber Xbox kostet ja jetzt eh schon fast 1000 Euro, oder? Ja, die hat aber auch 48 Versionen, oder? Naja, furchtbar. Ich kann wieder, Das also war wirklich ein richtiges Herz diesmal. richtiges Echt, Herz. Ich verbring mit Keine Fingern. Potato-Herz kann ich noch machen. Super. Eine Danke Entschädigung dir. für die schlafende Reaktivität, aber auf die letzte Episode, da ich mich schon gefreut, bessere Unterhaltung als die ganzen anderen Schweine-Let's Player da draußen. Nein, danke dir. Sehr schön. Da, Ja, die das- kriegst du auf alle Fälle. Ja. Werde die dann verewigen in der Beschreibung. Ich muss jetzt nur schauen, weil ich fahre jetzt am Samstag in den Urlaub, ob ich das vorher noch hinkriege. Ich fürchte fast nicht, aber spätestens dann in meiner zweiten Urlaubswoche, quasi übernächste Woche, sollte sie dann online gehen. Ja, mir geht's Herz auf bei so etwas, wenn ich so dass wir besser sind als die ganzen Schweine-Let's Player. Und er hat halt auch recht. Naja, Falle. Wir Sind haben ihn nicht- total unterschätzt. Ja, es sind nicht nur Spacken da draußen. Was möchtest du sagen? Alle schreien künstlich umeinander wie die Vollidioten. Jeder verhält sich wie ein Trottel, jeder meint, er ist Comedian. Aufmerksamkeitsgeil haben sie. Ja, und wirklich gut, wirklich unterhaltsam gibt es gar nicht. Vielleicht der Hand auf Platte finde ich eigentlich, ich schaue es zwar nicht an, aber was ich so gesehen habe, ist glaube ich ganz witzig und ganz cool. Der hat so einen Grund, der grundsympathisch sein, Ja. irgendwie so. Das ist der okay. Und ich fand jetzt also den Move geil, hast du mitgekriegt mit dem Werbespot, Ja, den er sich total. gekauft hat bei der FIFA, damit in der Trinkpause dann sich über Trinkpausen lustig machen kann. Fünfstelliger Vertrag für diesen Schweinekram. Ja, geiler Typ. Da habe ich viel lachen müssen. Ja, vielen Dank, Philipp. Also, du bist wieder bei hier. Also, wenn du mal wieder schaffst, dass du ins Kino kommst, wenn ich da bin und das Licht geht aus, dann werde ich auf alle Fälle mehr Hände in deinen Hosen haben. Also, das soll ich mal hinkriegen. Ja, das Holländisches wär mega. Ruderboot. Catwiesel, was machen Sachen? Ja. So, fangen wir mal an. Wie läuft es mit der Zockerei? Wir haben jetzt viel Zeit gehabt. Haben wir jetzt gezockt? Ja, ich habe 3 Spiele gespielt. Das 3? ist Adventures of Elliot. Oh, ich möchte das endlich Das haben. ist, kann ich nur empfehlen. Oh, Seppi hat komisches Dosenbier mitgenommen. Dosi Bier. 3. Ballert ordentlich. Limited, Summer Kiss, Camber. Natürlich, nur vom Feinsten. Ja, schauen wir mal, was Schauen das wir Ding mal. kann. Ich habe halt schon kurz überlegt, ob ich so einen Uwu Energy Drink wieder mitnehme. Die Die komischen, mit die Anime- flüssige Zucker da. Ja, mit den Animitanten drauf. Ja. Weil die habe jetzt schon ein paar Mal im Kassettenschmerz getrunken und heute habe ich gesagt, dass neue Gefriesen drauf haben. Aber da du ja so linksgräfer siffte Schweinefotze bist, habe ich nicht gewusst, ob du die saufst, weil ich nicht weiß, ob die vegan sind. Das Gute ist, dass meine Kupferl jetzt schon nach Knoblauch schmecken. Wir haben nämlich auch noch vorher ordentlich gespeist und köstliches Knoblauchöl und mediterranes Öl in unsere Salate rein da. Oh, das ist köstlich. Ja, pfui Teufel. Boah.
Das schmeckt wie ein sommerlicher Kuss. Das schmeckt nach Schweinekacke wieder. Ja, das ist eklig. Ich freue mich voll, dass es dabei war. Und vor allem, wenn die Farbe sehen und so, ich war jetzt halt voll drauf eingestellt, irgendwie, dass ein Energy Drink jetzt gleich schmeckt. Und Ja, jetzt mal, wenn ich den Kühlschrank die aufmache, dann stehen die 6 Dosen drin und denken wir, Ja, das war jetzt gerade, als der aus dem Milch-Tetrapack saufen, auf mit Breckerl im Mund drin und haben so ungefähr die Enttäuschung. Steckel Milli. Kotz gleich. Also, Summer Kiss kann ich nicht empfehlen. Ich schon. Gibt 2 Daumen nach oben. Aha, du bist ja nicht ganz dicht. Summer of Elliot, ja genau. Adventures of Elliot hast du gespielt. Wie gut ist denn? Ich glaube, dass das Spiel ein Träumchen ist. Es ist tatsächlich ein Träumchen. Also es ist, schön. Wer von Octopath Traveler kommt, der kennt die Optik ja schon. Das ist dieses 2,5 HD, irgendwas. 2,5D sowieso. Der jetzt ein bisschen an die Pixeloptik früherer Zeiten angelehnt ist, aber mit modernen Lichteffekten und so weiter ausgestattet ist. Immer ganz schön ist bei den Spielen, wenn du irgendwo an der Küste stehst und das Wasser glitzert so schön. Das ist so, da kannst du stundenlang stehen bleiben und mir das so schauen. Ja. Und beim Elliot haben sie das quasi ein bisschen angekommen, also den Winkel ein bisschen steiler gemacht, dass du ein bisschen besser die Übersicht hast, weil das ein viel dynamisches Kampfsystem hat. Das ist ein Echtzeitkämpfe diesmal, so wie bei Secret of Mana und dem Super Nintendo Zelda und so. Und nicht mehr diese rundenbasierten Kämpfe, sondern du brauchst ein bisschen besser eine Übersicht. Es ist auch schneller, du bewegst dich schneller und es ist wieder alles ein bisschen angepasster an die neue Spielmechanik und das funktioniert, finde ich, voll super. Okay. Das macht richtig Spaß. Also ich habe sofort so ein Secret of Mana Gefühl gehabt. Und das ist eigentlich schon ein Adelsschlag. voll. Und das haben sie richtig schön gemacht. Das ist halt wieder, es ist jetzt nicht so eine wahnsinnig tiefe Story wieder, ist klar. Kommt jetzt nicht an Octopath Traveler 2 rein. Aber es muss ja nicht. Nein, muss ja überhaupt nicht, weil das mal halt einfach auch viel flotter als sie ist und du bist eigentlich ständig irgendwie da am Kämpfen. Es gibt schönes Skillsystem, du hast eine Begleitung dabei, die mit Magie versorgt, die ist hin und wieder ein bisschen vielleicht zu gesprächig. Das ist Halt ein Schnauzer, muss ich sagen. aber ansonsten ist das ganz schön. Du hast dann auch, die Spielwelt ist relativ groß und ist dann in verschiedene Zeitebenen. Ja, genau. Weil du reist dann durch verschiedene Zeitalter insgesamt und dann variiert das auch recht schön. Also es ist ein wunderschönes Feelgood-Spiel einfach. Wie viele Stunden hast du eingeballert schon? Ich habe es ungefähr die Hälfte, glaube ich, wenn überhaupt. Also ich habe es noch nicht allzu lang gespielt. Ich werde das jetzt im Urlaub auf alle Fälle, das ist so ein typisches Steam Deck-Spiel für mich, weil das kannst du immer überall spielen. Die sind echt geil. Also es war ja Octopath Traveler war ja auch so, dass du sagst, hast überhaupt keine Abstriche, wenn du das jetzt auf der Switch direkt spielst. Genau. Und für das sind genau die Spiele, die auf der Switch oder auf dem Steam Deck spielen mag und das wäre jetzt dann im Urlaub auf alle Fälle. Ja, wenn du fährst mit dem Auto in Urlaub. Genau. Da ist Weiberts Vorlust. Nein, ich mache einen Automat ein. Achso, ja. Ja, mit dem Kniergeil lenken, oder? Ja, muss ich gar nicht, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, also geht auch. Normalerweise sind ja nur Autos, an denen man entlang stessen kann. Das stimmt, ja. Oder du machst es wie bei South Park. Los, nimm mal das Lenkrad. Stan, wo dann gibt's super ins Ding. Mit meinem Summerkiss unterm Phone. Ja, genau. Übrigens, du musst mir den Kopf aufzeigen, weil ich habe gestern gar nicht den Juli-Bauarbeiter präsentiert. Also es spiegelt zwar jetzt ein wenig. Wunderschön. Ja, schaut's her. Also wir haben wieder ein neues Motiv, den Juli-Bauarbeiter. Und er ist echt er ist ein Schnuckelchen. Ich werde jetzt also sitzen bleiben, weil das darf man eigentlich nicht verdecken. So eigentlich soll man es nicht verdecken, ja, aber es ist leider nicht anders ausgegangen vom Platz jetzt da. Jetzt war die ist eigentlich echt gut, weil es war ja die Nintendo Direct und es kommt jetzt dann auch das erste Final Fantasy in dieser Optik raus. Ich weiß jetzt aber nicht mehr den Namen. Final Fantasy 2,5D. Fetten Liste notiert, glaube ich. Den Namen dazu geschrieben. Resonance. Revelation. Nein, Revelation ist die Fortsetzung zum Final Fantasy 7 Remake. Also da stehen 2. Ja, genau. Okay. Und das heißt Resonance. Resonance kommt halt zweimal vor. Ja, genau, das ist das Ding, was rauskommt. Ich freue mich auch schon endlich mal Final Fantasy in dieser alten Pixel-Optik. Weil ich habe ja leider die ganzen alten versammelt. Ja, weil ich dumm bin. Ja, und ich hätte mir gerne diese Collection geholt. Ja, aber ich habe kein Gage-Esser. Und das sind ja da 800 Milliarden Stunden wahrscheinlich, die man da einsteckt. Und ich habe jetzt, sagst du, für das Final Fantasy VII Remake, wenn jetzt das Revelations dann da rauskommt, da der dritte Teil, der das abschließt, wirst du wahrscheinlich auch um die 300 Stunden in das Ding eingebuttert haben. Weil ich bin jetzt, ich habe die ersten 2 Teile gespielt und dann noch das Spin-off, das damals, glaube ich, auf der Vita rausgekommen ist, PlayStation Vita. Und mit dem werde ich wahrscheinlich jetzt schon bei knapp 250 Stunden sein für diese 3 Spiele. Ja, das ist brutal. Deswegen, ja, bringt es was Neues raus und dann spiele ich das und die anderen werde ich vielleicht nie spielen. Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid, mir jetzt auch gerne mal gespielt. Aber vielleicht probiere ich es mir aus oder so. Aber selbst das ist wahrscheinlich gelungen. Ich weiß gar nicht, ob sie in dem Nintendo-Abo mit drinnen sind auf der Switch. Ob da welche drin sind. Keine Ahnung. Müsste ich mal hineinlunzen, weiß ich nicht. Das ist ja genauso, ich habe einmal die von Castlevania gibt es ja auch so eine Collection mit den ganzen Die habe ich mir gekauft. Ja, für 5 Euro habe ich mir damals gekauft. Geil, oder 48.000 Spiele kaufst du für einen 5er. Ja.
Das kaufe ich für $1, habe ich gesagt. Und was habe ich gemacht? Ich habe es gekauft und nicht gespielt. Ich kann mich an eine laue Sommernacht erinnern, wo es ungefähr 2 in der Früh war und ich zufällig in Nintendo Store eingestöbert bin und dann haben wir so ziemlich jetzt alte Spiele gekauft auf der Switch, die ich früher irgendwie versammelt habe oder nicht im Regalstück gehabt habe und die liegen jetzt auf meiner Bibliothek rum. Das geile Jahr. Weißt du, wo war Resident Evil 4, da wo da kurz drauf das Remake rausgekommen Ja, ist? super Sache. War sehr klug. Ja, ich habe es original da noch durchgespielt auf dem Gamecube, bevor es Remake came. Also ich bin ein richtiger Macher. Ja. Ich bin ein richtiger Macher. Und ich spiele gerade was rundenbasiertes, weil so manche hat es schon mitgekriegt, vor allem der Film, mit dem habe ich schon gestimmt. Aber ich habe es endlich geschafft, dass ich Expedition 33 spiele, Claire Obscure. Das habe ich jetzt schenken müssen, dass es endlich Jetzt! nach Jahren. Jetzt hat er es mir schenken müssen. Vom Halbert, ich hatte zum Geburtstag habe ich es gekriegt. So, Name halber Jahr da hat er schon gratis vor sich liegen und Name halber Jahr da haben sie endlich gespielt. Weil ich nicht geglaubt Ja, habe, unfassbar. dass es gut ist, das Spiel. Aber ich wurde innerhalb von 10 Minuten eines Besseren belehrt, weil das wirklich Last of Us Niveau gehabt hat mit dem Intro, dass Krass, ich gell? erst einmal gedacht habe, Alter, ich warne jetzt gleich. Ja. Das ist diese Melodie, die da läuft, diese Szenerie, So dieser Dialog. unfassbar ergreifend. Das ist wirklich, das hat mich so mitgenommen. Und das ist, also vom Storytelling ist das fast Peak, das Ding. Gell, das ist brutal. Die Dialoge sind perfekt gestimmt, diese Geschichte ist Wahnsinn, diese Welt ist unglaublich. Das ist, jeder Moment nimmt dich voll mit, wenn sie dich unterhalten, merkst du wirklich alles hören und wissen, was die sagen. Da kannst du ja immer, wenn du ins Camp reingehst, dann mache ich wirklich jedes Einzelne mit jedem Sprecher, alles, wo irgendwo ein Funken Dialog ist, schaue ich, dass sie außerkitzelt, weil ich alles wissen möchte. Es macht so viel Spaß und es ist so traurig. Es passiert dann nochmal eine traurige Stelle, mit dem ich auch nicht gerechnet habe. Jetzt in dem Moment, wo du erzählst und ich wieder drüber nachdenke, läuft mir schon der Gänsehaut, aber so krass ist das Spiel. Das Ja. ist so intensiv, alles irre. War das- Scheiß Katz. Das war in der Mitte, also in der Mitte mit es sind ja halt dann auch keine Hauptfiguren mehr sicher, habe ich dann feststellen müssen, traurigerweise, weil das ist jetzt auch ernst, ich spiele mit der Figur die ganze Zeit, das ist da, nein! Ja, irre, was ist da eigentlich los? Liebe Grüße aus Berlin von Sister von Down, standesgemäß im Viva la Mobilisation T-Shirt. Ja, da geht eine fette Kartoffel raus Ja, dafür, krass. dass du zauberhaft angezogen bist und dann bin ich ja stinksauer, dass du gehört für System of a Down also nie nicht, weil ich war auch so gern hingefahren und ich bin ums Verrecken nicht in diesen Shop reingekommen, dass ich auch nur irgendwas kaufe an Ticket, aber ich wünsche dir unglaublich viel Spaß, du wirst eines der besten Konzerterlebnisse aller Zeiten haben, weil System of a Down habe ich zweimal live gesehen und es war zweimal ein Todesabriss. Ja, ich habe es 1999 gesehen, glaube ich. Also da waren sie schon gut, ich glaube nicht, dass sie schlechter waren. Ja, ich glaube auch. Also ich habe es damals zum Release von Mesmerize, habe ich es im Zenit noch gesehen. Und Da waren dann, sie schon scheiße. ja, stimmt, da waren sie schon komplett. Die waren ja nur bei Toxicity noch gut und alles zu spät. als Ja, die das stimmt auch Strecke. wieder. Ja, das stimmt auch wieder. Da waren sie Mainstream. Ja. Da haben sie die anderen auch gehört, da wollte ich nicht mehr. Ja, und dann im Rock im Park, glaube ich, 2011 habe ich es noch mal gesehen. Da war es auch noch mal geil. Was da? Der Soundtrack von Claire Obscure. Ist eigentlich jetzt ein Claire Obscure oder ist es Claire Obscure? Ist es ein, Obscur, dieser schon ein Französisch. Français. Ja, das ist ein Frankreich durch und Claire durch das Spiel. Obscure. Ja, das merkst du immer, wenn sie schmerzen und so. Die haben den Namen auch und immer merkt. Du kannst ja die komischen Franzosen-Kostüm kannst du da ja auch freispielen. Ja, stimmt. Da bin ich auch schon voll am Sammeln. Ich muss einmal. Es ist also geil, die haben wir bei die. Ihr wollt mal schauen, was für Trophäen das gibt. Da sind ja fast alle versteckt. Ja, Da ist ja zu fast, Recht auch. da ist es so gut wie nix, das Ding. Ich weiß, was kann ich machen, wie kriege ich noch Trophäen. Ja, jetzt schauen wir mal, ich sammle jetzt mal ein wenig da hin, weil es gibt ja 8000 Kostüme und Frisuren, die du organisieren kannst. Ich finde das ist Und bei dem Waffen. Spiel so geil, obwohl das ja eigentlich so ein krass auf die Geschichte ausgelegtes Spiel ist mit so einer extrem deepen Story und mitreißenden, was weiß ich was ist trotzdem gamey wird sau. Das Vollgas. trotzdem Du hast voll so die einen schönen Flow. Spielmomente drin hat Ja. und auch die, wirstens die Chest Drills. Ja, genau, die haben sau lustig. Voll. Das Das haben wir auch ist gedacht. so ein geiler Moment, da wenn du in dem Dorf bist und du redest mit denen, was die für einen Blödsinn von sich geben. Das ist- Irre, ja. Er starrt jetzt am Boden an. Ja, was soll das? Ja, lass mich in Ruhe, schau am Boden an. Ja, okay, dann geht weiter. Und immer wollen sie rauf. Ja, das ist ja Sie wollen alle rauf, nur Gehst rauf. du hin. Das haben wir auch gedacht, weil es ist ja, also die Geschichte, es ist ja an sich total melancholisch die ganze Zeit. Voll. Aber irgendwie so, keine Ahnung, es hat irgendwie so eine Romantik trotzdem mit sich, die da mitschwingt die ganze Zeit. Und dann in dieser Melancholie, die total bedrückend ist, kommt da vor mir kommen diese Chest Rails, die eigentlich total dumm und drüber Ja. sind, aber sie sind trotzdem so perfekt integriert in diese Spielwelt, dass sie die nie aus dem Feeling ausreißen. Na. Sondern wirklich, also das ist für mich, ich habe noch nicht ein einziges Ding gehabt, das mir irgendwie gestört hat an dem Spiel. Und dann auch das Kampfsystem ist so geil. Das geht so schön vor der Hand. Ja. Auch da wusste ich auch, das ist ähnlich, finde ich, wie bei
Prince of Persia oder bei Hollow Knight, wo du weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Parieren nicht geschafft habe, das war mein Fehler. Das ist jetzt nicht, Ja. weil es schlechtes Kampfsystem ist, sondern ich war jetzt einfach voll stroh. Ja. Und es macht ja da auch immer wieder Spaß bei neuen Gegnern zum Lernen, was haben die für Angriffsmuster, Voll. wann muss ich parieren, wann muss ich eher ausweichen. Also es macht also irre. Du kannst dich da dann später nicht mehr durchmogeln, du musst dann schon wissen, was du tust. Ja, genau. Also das ist sehr taktisch, strategisch geprägt dann ist. Du kannst unfassbar krasse Builds bauen. Voll geil. Du hast Ja. da mit den Würsten die Dinger pickt hast. Ja. Du kannst da so krassen Scheiß bauen, du kannst sehr heftige Schadenswellen dann irgendwann machen, das ist übelst krass, aber du musst halt das verstanden haben und musst wissen, wie das geht. Und das ist nicht ganz so einfach, aber also es ist relativ einfach zum Lernen, aber du kannst es massiv in die Tiefe gehen damit und das Ja. ist voll gut gemacht, finde ich. Voll, Und also- das ist ja vom Balancing her bis zum Schluss perfekt. Also das ist. Ja, ich denke mal, es war jetzt nie ein Gegner dabei. Wie weit bist du eigentlich? Ich bin jetzt bei ungefähr 20 Stunden, also im zweiten Akt, bei ungefähr 20 Stunden. Okay. Ich denke mal, also ich bin jetzt kurz vor dem Herzen von der Paintress. Ich bin mit okay. Old Lumiere bin ich jetzt halt okay, Dann Mann. werden wir uns bald widersprechen. Nein! Hau auf jetzt. Ich mag nicht mehr. Aber das habe ich jetzt endlich angefangen und ich bin begeistert, wie es uns Herrn Kenzi wird. Dann im nächsten Talksruhe, die wir dann wahrscheinlich in einem halben Jahr halten, werde ich dann berichten, wie das Ende war. Und der Philipp schreibt, der Soundtrack von Clair Obscur ist 11 von 10. Oh ja. Und Oh da ja. hast du absolut recht. Ja. Da gibt's Szenen in dem Spiel, die an Bosskämpfe anschließen, da wurde der Soundtrack so unfassbar pusht, das ist übel. Ja. Also ich bin da stehend vor meinem Bildschirm gestanden und habe in einen Bildschirm eingeschrien und habe mich von der Musik treiben lassen. Ich bin also total durchgedrückt dann irgendwann. Ja, das war, bei mir ist das so gegangen, als die Hauptfigur gestorben ist. Das, weil ich da gesessen habe und gedacht, dann so, Controller, also, ist das, Kannst du glauben, gell? was passiert? Ist das euer Ernst? Ich hab den vorher hergekriegt, was ist mit euch? Leck mich doch. Das hat mich fertig gemacht, ja. Und jetzt bange ich schon um alle restlichen Figuren, da sind. Ich möchte eigentlich gar keine mehr irgendwie als Liebling haben, weil man denkt, nein, jetzt ist keiner sicher, ich mag keinen mehr mengen, geht's weg jetzt. Ja, dann muss er so eine emotionale Wand aufbauen. Ja, voll, ich muss eiskalt werden. Ich bin ja eigentlich als Mo. Wir haben ja keine Emotionen. I don't have feelings, because feelings are gay. Hat ja der MC Vagina schon gesagt. Ja, das sind die, wenn es der nicht recht hat. Ja, eben, der weiß, was lang geht mit den Feelings. Aber ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert davon. Ja. Und ja, kurz hinten neu, Okami HD habe ich natürlich beendet jetzt. Und es waren wirklich fast 50 Stunden. Also ich glaube, Völlig gaga. 48,5 oder 47,5 Stunden. Das hat mich völlig überrascht, dass es so ein riesen Eumel ist, aber auch ein wunderschönes Spiel für die damalige Zeit. Super geiler Artstyle, diese japanische Gemäldeoptik vor der ganzen Welt. Die Geschichte ist cool, die Figuren sind so richtig schön Anime-mäßig drüber teilweise. Hat richtig Spaß gemacht und es heißt ja schon länger, dass da eine Fortsetzung in der Mache ist. Hätte ich richtig Bock drauf, mit einer modernen Grafik diesen Stil zu haben und und dann halt auch wirklich so das Gameplay so richtig schön flüssig, weil das merkst du im Spiel auch, dass es ein HD-Remaster ist vor einem PlayStation 2 Spiel. Die Kamera ist oft einmal unglaublich störrisch gewesen, die Steuerung ist halt auch nicht so genau. Das waren leider so kleine Abstriche, die du machen musst, aber trotzdem läuft es für das Alter und für die Technik, die dahinter steckt, immer noch sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gespielt hat, kann jetzt von mir wirklich die endgültige Empfehlung sich abholen zu Okami HD. Aber mehr habe ich zum Beispiel nicht geschafft. Das ist zu wenig. Ich weiß, das ist wirklich. Ich habe einiges. Ich habe Octopath Traveler Zero habe ich endlich. War jetzt am Prime Day war es endlich so weit reduziert, dass ich gesagt habe, jetzt kaufe ich es mir gleich mit, dass da nichts. Das kann gar nicht weg, nur reduziert sein, dass man es kauft. Maul! Nein, Einer, der Summer Kiss Bier daherbringt, der braucht auch Das nichts. ist ein Mann von Geschmack. Ja, ich weiß auch nicht. Octopath Zero, Traveler Zero, das hat mich halt nur enttäuschen können, weil das zwar das so gut war. Ja, das stimmt schon. Das Das ist wie die 4., 5. Staffel The Boys nach der Nach der dritten. Nach der Es Peak-Staffel. geht immer, kann War immer gut. bergauf gehen dann. War alles so gut und also für mich war es trotzdem gut und geil, aber es hat nie wieder die Klasse von Staffel 3 für mich erreicht. Genau. Ja. Ich habe die 5. tatsächlich auch immer noch nicht angeschaut. Was ist los mit dir? Schau das Weiß jetzt so. nicht. Das Ich ist will super, wenn nicht. der Ich habe auch die 2. Last of Us Staffel noch nicht angeschaut. Mein Gott, bist du ein Schwanz. Ja. Ja, jetzt verzeih mir, was du noch gespielt hast. Du hast da Ja. 2 große Burner-Spiele. Ich habe noch zwei große Nummern habe ich noch getestet in den letzten 2 Monaten. Fangen wir mit der leichteren Kosto, das ist 007 First Light. Und das darf ich tatsächlich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Gut. Das ist so ein tolles Spiel, wenn man so
so Spiele wie Uncharted oder sowas oder auch Hitman mit Abstrichen mag. Hitman mit Abstrichen, deswegen, weil Hitman ist doch tatsächlich eine totale Sandbox, in der du eigentlich machen kannst, was du magst. Und das wird bei 007 First Light, das wird eher nur angedeutet. Also du hast, das Spiel ist so aufgebaut, grundsätzlich ist das eine lineare Geschichte. Das ist auch von IO Interactive, oder? Das ist von IO Interactive, deswegen der Hitman-Vergleich. Ja. Von IO Interactive in Zusammenarbeit mit Amazon, weil die haben doch die Rechte gekauft. Und okay. IO hat aber vorher schon den Deal abgeschlossen, dass sie das Spiel machen dürfen. Deswegen haben Amazon Game Studios da nicht nur als Publisher mehr oder weniger fungiert. Okay. Oder irgendwie sowas. Also, ich glaube nicht mehr als Publisher, aber irgendwie waren sie da ein bisschen mit drin und haben ja dann gleich nachdem das Spiel rausgekommen ist, haben sie ja dann gleich gesagt, das nächste Mal aber dann schon sie selber. Naja, macht es natürlich Idiot. Wo halt jeder gleich durchdreht ist und jeder gesagt hat, haut's doch bitte ab, die haben das genial gemacht, lasst das bitte bei denen. Und dann haben die auch wieder zurückgerudert und gesagt, ja, da muss man jetzt erst einmal schauen. Okay. Weil das ist ein mega Erfolg gewesen, das Spiel. Sehr Völlig gut. zu Recht, weil das ja wirklich saugut ist. Also das ist, sagen wir mal, grafisch vielleicht nicht absolut die Weltspitze, da jetzt kann man von IO Interactive auch nicht verlangen, weil Ja, kann ich schon. das ist halt einfach kein riesengroßes Studio ist das irgendwie zu Xbox oder Playstation gehört, sondern die haben dann immer noch unabhängig, obwohl es die Eins der Hitman wenigen. haben, eins der wenigen, ja. Und für das haben die da ein Triple-A-Spray hingeballert, wenn du mich fragst. Also allererstes auch nicht. Steuerung perfekt, der Gameplay-Flow absolut, absolut top. Für mich die beste Bond-Geschichte seit Bond-Geschichten. ich denken kann. Also, Der Casino Royale. ja, sagen wir mal. Also den Vergleich habe ich oft gelesen, weil ich habe ein paar Tests dazu gelesen und da haben manche gesagt, sie haben so ein richtiges Casino Royale-Feeling irgendwie. Ja, das kann man so mal. Es ist eine Origin-Geschichte. Also du spielst einen jungen Bond, das fängt halt damit an, dass er quasi als Soldat nur beim Einsatz, da geht was schief und dann muss er halt aushelfen, mehr oder weniger beim MI6 und da merken sie halt dann, dass der Potenzial hat und dann holen sie halt in so ein Rekrutentraining quasi ein. Dieses 00 Doppel-Null-Agenten Rekrutensystem da, das haben sie vorher abgeschafft und dann haben sie so wieder reingelebt und da darf er jetzt quasi mitmachen. Und dann ist das ist mit Abstand das beste Tutorial-Level, was ich jemals gesehen habe. Das ist so cool gemacht. Du bist dann in dem Rekrutencamp und du wirst dann durch das Training quasi so geführt und das ist dann, es sind dann quasi so Szenen aufeinander geschnitten wie beim Rocky-Film oder so, wenn er trainiert. Okay. Das geht aber ganz schnell und dann bist du. Aber die spielt man trotzdem selber, oder? Du spielst dann trotzdem immer wieder selber und dann kommen wieder mal geskriptete Szenen und da wird auch die Geschichte noch weiter drin. Und das ist wirklich, das kann man schlecht beschreiben, das muss man einfach gespielt haben. Das ist so genial gemacht und wenn du dann das Tutorial-Level gespielt hast, dann bist du erstens in der Story weitergekommen, zweitens super unterhalten gehen und drittens hast du einfach alles verinnerlicht, was du in dem Spiel kennen musst und dann hast du es gar nicht mitgekriegt so quasi. Also das ist wirklich so nahtlos ins Spiel eingefügt, so habe ich selten gesehen. Das haben sie richtig gut gemacht. Und dann hast du halt wieder so verschiedene Missionen, die haben halt im Endeffekt immer so auf verschiedene Muster aufteilt. Zuerst kommst du halt in eine neue Szenerie, agierst verdeckt irgendwo drin. Da gibt es einen Nachtclub, da gibt es ein unglaublich geiles Piratendorf in Afrika. Dann gibt es, weiß ich nicht, was es noch gibt, dann bist du in Antarktis. Du bist an ganz vielen verschiedenen Orten, wo sie ja die Hitman-Reihe schon saugut gemacht hat. Und du musst dich da durch das Getummel so ein bisschen schlängeln und musst so Hinweise nachgehen und musst du dir herausfinden, wie du jetzt da und da weiterkommst. Und das ist sehr schön gemacht. Und dann hast du immer dann so einen Abschnitt, wo du dann quasi hinter diese Barriere gekommen bist und da musst du dann Rätsel lösen, rumschleichen, Sachen finden, Fallen lösen, auflösen und so weiter. Und dann gibt es halt immer wieder Action-Abschnitte, wo du jetzt entweder unentdeckt bleiben kannst oder halt richtig aufs Maul gehen kannst. Und diese Nahkampfmechanik, die ist so gut, dass du eigentlich die immer beherrschen musst, dass du da durchschleichst, weil du möchtest die ganze Zeit schlägern. Das ist der Chest-Rail jetzt. Ja, genau, du bist sofort zum Chest-Rail. Das ist so gut gemacht, weil du kannst da mit wenig Steuerung, der agiert so geil, der drischt immer anders zu. Wenn du an einer Wand stehst, dann haut er den einen Bock seinen Schädel, haut ihn gegen die Wand. Du kannst dann noch schnell einen Aschenbecher nehmen, kannst nicht mehr über den Schädel noch mitziehen. Geil. Du kannst durch den Tisch durchhauen. Dann klassisches Amsterdam. Ja, voll easy, voll Kneipen-Feeling und alles sauflüssig. Das macht richtig Spaß. Also durchgehend durch das ganze Spiel. Das Schießen macht mega Spaß.
Ich habe das da schon mal erzählt gehabt, weil auf der Gamescom haben sie mir das damals gezeigt. Das habe ich jetzt auch selber spielen können. Das Level, wo du also zu einem Flugzeughanger bist und dann gegen 1000 Soldaten, die durchsetzen musst und am Schluss noch gegen das Flugzeug kämpfst, so mehr oder weniger. Also richtig geil. Top-Action-Spiel, super schöne Agentenstory drin. Vielleicht für den einen oder anderen Lifetime-Bond-Fan ein bisschen vorhersehbar, das mag schon sein. Aber mir hat es super unterhalten und ich bin jetzt auch kein großer Bond-Fan. Das kann ich jedem da ans Herz legen. Wie viele Stunden So Spaß. hast du ungefähr für das Spiel? Ich glaube, dass das 20 waren, so ungefähr. Eigentlich Also das mittlere Länge. ja, das ist jetzt nicht übertrieben lang. Du hast dann die Möglichkeit, dass du Zusatzmissionen noch spielst. Das möchten sie auch noch erweitern. Und der DLC ist auch schon in Planung, weil der Lenny Kravitz ist ja einer von den Schauspielern, der spielt jetzt spielt einen Bösewicht, Piratenkönig. Und der ist ziemlich cooler. Und der soll dann nochmal einen extra DLC kriegen. Irgendwie. Verdammter Lenny Kravitz. Ich weiß auch nicht, Kommt wie eher es von auf den mir. gekommen Ja. Der war eigentlich komplett weg von der Bildfläche, oder? Ja. Der hat gar nichts mehr gehört. Seine Tochter, glaube ich, macht der Filme. Ach ja, genau, die ist ja, glaube ich, bei The Studio dabei gewesen. War sie nicht sogar der Catwoman bei The Batman? Doch, genau. Ja, Also, genau. ist ja Stimmt, Tochter, das war's. Zoe Kravitz, kann das sein? Ja, genau. Und ja, und da sollte dann noch mehr kommen. Und auch, wie gesagt, also die Missionen, das sind halt dann so Highscore-Missionen. Da Ja. kannst du dann so ein bisschen gamey-mäßig rum Hätte experimentieren. ich ja Bock drauf auf das Ding. Ja, also wenn das ist, kommt bestimmt immer in einem Seil, schießt du das auf alle Fälle. Ja, es Das kommt ist dann wirklich auf die wert. Stapel von Castlevania und alle anderen Dinge, die da jetzt da drinnen habe. Aber das ist echt wert. Also das ist eines von den besten Spiele, die so. Also die Ich gehe besten Spaßfaktor. jetzt nicht mehr weg am Wochenende, sondern zock gerade noch am Wochenende. Ah ja, das mit dem Schlaf da immer auch noch mal überlegen. Ja, geil auf Nase und dann von Freitag, Mittag, Feierabend, dann rotzt du gleich mal sauber Dann durch. nur zocken einfach. Bis Sonntagmittag, da schaust dann, dass du schon langsam einschlafen kannst, dass du dann am Montag wieder fit für die Arbeit bist. Das ist eine gute Taktik. Das, Normal. Das hält man auch durch bis 80 geht. Easy. Wir sind Maschinen. Logo. Philipp hat sich das Last of Us Part 1 Remake, Remaster mit dem DLC noch mit durchgespielt. Das habe ich sogar auch noch daheim, aber nicht gespielt. Aber das ist irgendwie so ein Mittelding aus Remake und Remaster, oder gewesen? Das war Das ist ein gerade ein. Remake. Nein, ich hab Doch, da- das schaut so viel besser aus. ja, schon, aber irgendwas habe ich gelesen, dass das kein hundertprozentiges Remake ist, weil irgendwo Sachen sind, die eher auf ein Remaster. Da habe ich irgendeinen Test gelesen, irgendeinen Bericht gelesen. Stimmt aber nicht. Da hat es geheißen, es schaut aus wie ein Remake, aber ist kein hundertprozentiges, aber keine Ahnung. Doch, die haben halt die Level-Architektur beibehalten. Also das ist halt nur das gleiche Spiel an und für sich, aber das ist eine grafisch eine ganz andere Welt. Ich brauche auf alle Fälle immer den DLC, den habe ich nie gespielt. Der geht mir immer noch ab vom ersten Last of Us, das macht mich wahnsinnig. Da wo die zwei Mädels. Ja, genau, wo die Ellie, wo Ja. ich glaube, die Geschichte mit der Ellie am Biss, die glaube ich, haben wir auch nicht aufkommt. gespielt. Der ist immer an mir vorbeigegangen. Darum müsste die eigentlich mal das Remake, wir nehmen es jetzt Remake, sagen wir Barry, das müsste ich eigentlich auch noch mal reinschmeißen, aber ich will nicht, ich mag nicht schon wieder ritzen müssen. Das hat jetzt mit Claire Obscur, hat mir das jetzt schon wieder gelangt. Danach brauche ich gute Laune und werde dann wahrscheinlich Yoshi's Island spielen. Ja, sowas könnte man da vorstellen. Spiele ich mit einem Kumpel nebenbei immer wieder ein wenig, der kommt ab und zu vorbei und dann spielen wir das Super Mario World 2 Das ist so ein Yoshi's schönes Spiel. Island. Und das funktioniert immer noch so gut, gell? Ja, voll. Das Voll ist. geil. Da liest, und da ist ja gerade jetzt in der Endzone so ein Retro-Bericht zu dem Spiel drinnen. Und ist eigentlich recht geil, wie das entstanden ist. Zu der Zeit war ja schon der Umbruch auf die Nintendo 64-Generation. Und sie ballern dann nochmal einen so einen Riesentitel eigentlich für den Super Nintendo aus, der voll gegen den Strom schwimmt, weil da war Donkey Kong schon raus mit der Render-Grafik und so. Und sie sind da einfach eine komplett andere Richtung gegangen. Und haben sich auch ausgezahlt, weil das Ding, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das ist heute noch, das kann ein aktuelles Spiel sein. Das ist total zeitlos. Also das wird immer Und gut sein. alles, also vom Grafikstil, vom Gameplay her und der Musik, Weltklasse. Das Ja. Ding, das spiele ich so gern. Das hätte ich gern für mein Super Nintendo noch im Regal stehen, aber das kannst du nicht erzählen. Ah, nein, dann wärst du wahrscheinlich wieder gleich beim 100 oder selbst Ja. locker sein, wenn es da gute Qualität haben möchtest, wenn es die Schachteln sind, ein bisschen dazu. Ach, das war mir wurscht, ich möchte immer noch das Spiel haben, scheiß drauf die Schachtel. Möchtest du sterben? Nein, ich möchte einfach nur gute Super Nintendo-Spiele spielen. Verdammt. Jetzt will ich das nicht. 2 Stunden dauert der DLC, sagt der Philipp. Ja, den kann man Ja, mal gut, irgendwann einbauen. das war machbar. Den kann man mal irgendwann einbauen, ja. Ja, ich habe nämlich auch, weil ich habe immer noch ein Switch 2 und da ist jetzt das Yoshi und The Mysterious Book rausgekommen. Ja, und jetzt wird es auch noch teurer. Und darum habe ich ihm jetzt eine Alternative gesagt und habe ihm dann Yoshi's Island auf dem Super Nintendo nochmal angefangen.
Man muss einmal schauen, wie man halt dann an den Sachen vorbeikommt. Es gibt Eben. nur Spiele eigentlich. Man braucht, Ja, eigentlich darf es schon nur geben. ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich so viele Spiele habe, die kann mein ganzes Leben noch durchspielen. Ja, 100 Pro. Nie wieder nice. Nie wieder müssen die uns kaufen, aber natürlich wollen wir die neuen Sachen. Ja, weil ich glaube, neu wenn ist, man neu ist addicted besser. hat. Ja, und neu ist ja besser. Das ist, Ja. hat er wie du heißen, der Barney Stinson. Stinson, da habe ich schon gesagt. Da ist immer besser, ja. Ah, Mann. Ja, und dann hast du Gothic 1 noch, oder? Das Remake hast du noch gespielt. Ja, das habe ich auch nicht gespielt. Bist du ein Gothic-Spieler gewesen von dir? Hast du das schon mal gespielt, das Original? Ja, ich kenne die schon, aber ich war jetzt kein Gothic-Fan. Also es ist jetzt nicht so, als weil ich hätte das mit der Muttermilch aufgesaugt, wie manch anderer. Komische Kombi-Freund. Flippt nicht so aus. Also, naja. Ja, ich hab's glaube ich, nur beim Spätzl, der hat so ein wenig gespielt, habe ich ein bisschen zugeschaut. Aber ansonsten habe ich es nie wirklich gespielt. Ding war jetzt ganz heiß drauf. Die Chiara vom Fright Nights Festival, die meine, hat das als Original. Letztes Jahr haben wir da öfter gestimmt, da hat sie mir erzählt, dass es gerade noch voll suchtelt. Und sie aufs Remake schon gefreut. Jetzt weiß ich nicht, haben wir aber noch nicht geschmerzt, ob sie das Remake schon angefangen hat. Es ist jetzt so eine Spielereihe, die halt Kleid offensichtlich ganz brachial emotional an den Eiern packt. Das ist ganz schlimm. Wir unfassbar verwurzelt, dass die Leute mit dem spüren. Wir schlimm nostalgisch verklärt, dass die Spielerfahrung bei den Menschen ist. Ja, das ist ab und zu Also, crazy. ich bin da tatsächlich irgendwie, ich kann das nicht nachvollziehen, weil auch bei Spielen, die ich geliebt habe, kann ich das durchaus akzeptieren, dass die vielleicht mal schlecht gealtert haben oder so, oder dass die vielleicht gar nicht so gut waren, wie ich gemeint habe, bei der 12 habe, wenn ich gespielt habe. Ja, Das kann ich alles durchaus akzeptieren. Und ich bin dann auch nicht grantig, wenn ich war und sage, das ist nicht so, wie du gemeint hast. Aber es gibt Leute, die finden das als persönliche Beleidigung, wenn man sagt, das Spiel ist nicht so gut, wie du glaubst. Ja, dann bist du aber wieder ein Hurensohn, wenn du das sagst. Aber kommen wir zum Remake, zum Thema. Das ist kein schlechtes Spiel. Ich habe das in meinem Test auch nicht als schlechtes Spiel abgehandelt, aber es ist halt einfach. Jetzt kommt das mit Rechtfertigung. Ja, du man hast muss ja beim immer Test nicht richtig rechtfertigen. gelesen, Ja, das- Corbys Bekanntschaft. Gar nicht halt. Oder eine Headline gelesen. Ja, echt. Das ist keine Bildzeitung. Du musst beim Seppi wirklich auch den Text lesen, der da drinnen steht. Nicht gerade die erste und zweite Überschrift. Nö. Ja, jedenfalls, was ich halt an dem Spiel kritisiere, ist, dass so gewisse Sachen einfach nicht angepasst haben, die es anpassen hätten sollen. Es ist einfach keine wertvolle Spielerfahrung, wenn ich permanent speichern muss. Das bringt mir nichts. Wenn das nicht Ja, wenn du es nicht hast, dann hast du nicht gespeichert. Und dann was hilft mir das dann, wenn ich dann, voll wenn ich dann Fortschritt. 3 Stunden lang Sportschritt verliere? Das ist einfach Ja, da nur- musst du speichern. Darum musst du ja speichern. Ja, aber das ist halt einfach kacke. Das ist Speichern und jetzt! blöd und langweilig. Gott, Das na, finde ich scheiße. dass der Kerl nicht speichern kann, das ist unglaublich. Ja, also musst du immer, gibt es überhaupt keine automatischen Spiele. Jo, aber die speichern halt irgendwann einmal so, wenn es gerade Bock haben. Also, Also- du kannst jetzt nicht irgendwie erahnen, dass du das jetzt gerade so und das geschafft hat und dann wird er automatisch gespeichert. Auf das kannst du nicht verlassen. Unschön. Und es ist halt für die, also es schaut ziemlich schön aus. Sie haben das wirklich krass, also wenn du da vor Augen hältst, wie das Spiel früher ausgeschaut hat, das ist ja heutzutage. Pass auf, was du sagst, gell? Pass auf, was du sagst. Leute flippen aus. Aber es war auch damals schon nicht sonderlich detailliert. Auch in der damaligen Spielzeit ist das jetzt nicht der Grafikbomber gewesen. Ich höre schon Stornerwitzen an der Discovery. Und das haben sie wirklich fantastisch gemacht. Das ist eine richtig schöne, dichte Vegetation und eine wunderschöne Spielwelt. Manchmal schon so detailliert, dass du gar nicht mehr siehst, wenn da irgendwas rumliegt. Also das ist so krass in die Okay. Spielwelt eingewoben, dass du das eigentlich nicht erkennen kannst. Dass da eine Pflanze ist, die du tatsächlich mitnehmen kannst. Ah, stark. Also laufst du eigentlich ganz oft daran vorbei. Das dauert lang, bis du mal das heraus hast, wie du das merkst, dass das wirklich was ist. Du kannst es in die Barriere-Optionen einstellen, dass das aufleicht, aber das leicht auch nur so ganz kurz auf. Also das ist So wie die Schätze bei Uncharted. ja, so ungefähr. Ja, das sind jetzt so grundlegende Sachen. Der Schwierigkeitsgrad und so weiter ist gar nicht so das Problem, obwohl der am Anfang wirklich teilweise sehr knackig ist. Ja, die wollen ja, ist Aber es doch den nicht irgendwie so- so, dass die wollen, dass du als niemand anfängst Ja. und praktisch mit Spielfortschritt auch deine Figur zu einem besseren Kämpfer wird oder Ja, irgendwie so. das ist das, was möchten, aber trotzdem haben die Kampfmechanik und so weiter halt einfach nicht gut. Also Okay. du hast da der Schwierigkeitsgrad beim Spiel, der kann hoch sein, das ist überhaupt kein Problem, aber die Kampfmechanik muss halt on point sein und muss halt auch fair sein. Ja, Logo. Und das ist bei dem Spiel halt einfach nicht der Fall, weil du auch, wenn du irgendwann richtig gut bist, trotzdem die nicht darauf verlassen kannst, dass deine Eingabe wirklich so umgesetzt wird, Das ist wie halt dann du das auch, möchtest. das ist halt Arsch. Und das ist ein Scheiß.
Und sie haben auch Bosskämpfe drin, die haben einfach grundlegend schlecht designt. Also das ist halt Okay. teilweise, das macht halt einfach keinen Spaß, das kann man drehen und wenden, wie man mag. Das ist nicht gut designt. Äh, unfair ohne Ende. Also du kannst da teilweise halt einfach nichts machen, musst dich da wirklich durchfrusten. Und das ist halt für manche Leute dann eine tolle Erfahrung. Und da, Ja, manche Leute mögen ja so Escape Rooms, wo es gefoltert werden. ja, also fragwürdig. Also ich bin ein riesengroßer Elden Ring-Fan und ich liebe die From Software-Spiele und die Ja. haben wahnsinnig schwer. Die haben wahnsinnig fordernd, aber ich weiß halt immer oder fast immer, dass ich das Problem bin. Ja, das ist, wie wir vorher schon gesagt haben, Ja. wenn es ein gutes Designs Spiel ist und die Kampfmechanik wirklich perfekt ausbalanciert ist, dann weiß man, ich bin gerade der Fehler am Controller und nicht das Spiel. Genau, und das Gefühl gibt dir das Spiel halt nie. Und das ist halt Okay. einfach schade, weil du. Ja, Blöd. ist halt einfach so. Von der Handlung her und so weiter ist es eigentlich ganz cool. Sie haben also so ein Setting, da wo quasi. Da ist also ein Krieg gegen die Orks und sie haben dann, also es gibt so eine große Erzmine und um die hat der König quasi eine magische Barriere errichten lassen, wo er dann immer wieder Gefangene schmeißen kann, dass sie für Erz schuften und die aber nicht rauskommen, aber man kann wieder reinkommen. Das passiert dann irgendwie durch einen Unfall, ist ja auch nicht so wichtig, aber es ist halt ein bisschen so, es hat so ein bisschen so einen futzigen Charakter einfach. Die Leute haben halt ein bisschen so arschig immer zu dir. Der Protagonist hat ein bisschen so einen trockenen Humor manchmal, redet halt immer mal wieder ein bisschen blöd daher. Das ist schon teilweise sehr amüsant. Aber was halt auch immer, für was Gothic halt auch immer so gelobt worden ist, sind halt zum Beispiel diese Tagesabläufe für die einzelnen NPCs und so weiter. Ja. Das, wo halt damals auch wirklich bahnbrechend war, hat es halt zu der Zeit einfach nicht gegeben so. Und das ist halt jetzt halt aber halt einfach genauso wie damals. Es ist jetzt nicht Also groß die was sind nicht dazugekommen. erweitert worden, die Nein, das ist Tagesabläufe. halt heute nicht mehr sonderlich beeindruckend im Zeitalter von Kingdom Come Deliverance 2 und so weiter. Das ist nett, aber das macht jetzt die Spielwelt nicht lebendiger, finde ich. Also das haben sie jetzt nicht so toll gemacht. Das passt schon Okay. alles, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist so, oh, das ist aber toll. Ja, Der und Sessler ansonsten- ist da, Sesselberger, Haberderi. Grüezi. Servus, Burm sagt er, Servus. Und ansonsten, ja, es ist halt cool, weil das ist ja quasi, das nimmt die wieder überhaupt nicht an der Hand so. Das ist auch völlig in Ordnung, weil es gibt da keine Questmarker und so eine Sachen. Du hast nicht einmal anständige Karten. Du kannst da Karten kaufen bei Händlern, aber dann ist halt immer nur die Karten an sich, da wo halt nichts draufsteht. Okay. Also du musst halt dann wissen, wenn die alte Mine, sagt dir dann einer, du musst da und da hingehen und dann musst du halt das merken und auch warten, dass die da ist. Wenn du noch 10 Stunden später wieder da hinmachst, siehst du auf der Karte nicht, das ist die alte Mine, sondern du siehst es halt nur so grob eingezeichnet. Du musst halt dann drüber erinnern. Also das fordert dich halt da schon ein bisschen an. Du musst halt einfach mitdenken und aufpassen Und speichern? und speichern. Und dauert. Ja. Und das sind ganz coole Aspekte, das macht auch Spaß. Aber wie gesagt, das Kampfsystem ist einfach nicht gut und es wird auch nicht besser. Also auch wenn du dann den Fortschritt hast, den sie ja da das ist halt praktisch einfach wollen. grundlegend kein gutes Kampfsystem. Das Okay. macht halt Schade. einfach, auch wenn ich dann, weil irgendwann ist das Balancing auch nicht mehr so super, zuerst bist du halt echt, kannst du gar nichts und irgendwann kannst du halt alles. Und dann ist es halt auch nicht mehr so wirklich fordernd. Das geht dann, das ist dann irgendwie so, das schlägt dann auf einmal so um, dass du halt einfach zu gut bist dann. Ja, es ist dann wahrscheinlich dann so eine Entschuldigung für das, dass du vorher so leiden hast müssen. Also Ja. jetzt bist du halt der krasseste, jetzt Ja. musst du nie wieder leiden. Aber es fühlt sich halt irgendwie nicht so organisch an. Also die Idee dahinter ist ja ehrenwert, aber du hast das Gefühl eigentlich nicht beim Spielen. Du bist eigentlich eher so Es gibt viele eher 20 Werte, Stunden die einfach scheiße nur sind. voll heini und auf einmal bist du bist die volle. Das ist ganz, ganz komisch. Ja, Okay, wie viele Stunden steckt man das eigentlich ungefähr ein, dass man es durchspielt, weißt du das? also ich glaube, wenn du dich strikt an die Hauptmission holst und jetzt nicht viel links und rechts machst, wärst du 30 Stunden brauchen. Ja, das ist gar nicht mehr. Ich habe Nein. das irgendwie immer so auf dem Schirm gehabt, als war das auch so ein riesen Oschi mit 100 Stunden oder so. Überhaupt nicht. Also ich glaube, du kannst durchaus so 50, 60 Stunden einhängen, wenn du alles machst und dir echt Zeit lässt. Aber also, das ist nicht so krass. Wie viel von 10 Freunden braucht der Corby aufgrund dessen, dass das am Anfang so schwer ist? Ja, 35. Okay, aber die kann er dann praktisch ab dem Schnipspunkt kann er die alle heimschicken, weil dann ist er so Ja, aufgebaut, genau. dass er sogar allein, oder? Wenn du einigermaßen schaust, was du tust und die ein bisschen richtig skillst, dann wird es dann Okay. so einfacher. Ja,
War jetzt wahrscheinlich für mich kein Spiel gewesen, das ich mir holen werde, weil wie gesagt, ich habe mit Gothic nie wirklich was am Hut Ja, aber gehabt. du magst du so das Dark Fantasy oder das dreckige Fantasy-Zeug, magst du da eigentlich, oder? Prinzipiell schon, aber ich habe jetzt da auch eine Zeit lang schon so die Vorberichte gelesen zu Gothic und habe mir gedacht, so, ja, irgendwie hat mir das nie so richtig angesprochen. Da Ja. war jetzt eher selbst wie, wie heißt Kingdom Come Deliverance oder was? Ja. Kingdom, Ja. das war dann eher eins, aber das ist ja so 150 Stunden Oshimani. Da Ja, kannst das du mal ist halt nicht. vor allem wirklich, Bin ich raus. ja, Oh, schnapp ich mir lieber einen Bond und scheiß ein wenig einmal. Aber jetzt muss ich erst einmal noch ein bisschen warnen bei Claire Obscur. ja, Claire Obscur. Ja, das war's mit der Zockerei, oder? Für was wir gerade haben. ja, Aber dafür haben wir ja am Anfang schon gesagt, das war ja eine Nintendo Direct jetzt in der Zeit. Eine State of Play war in der Zeit. Xbox Showcase. Dann ja. waren ja noch die IGN Summer Summer sowieso. Game Festival. Da haben wir uns ja ein bisschen was aufgeschrieben und gesagt, da wollen wir ein paar Ankündigungen gibt es, die uns auf alle Fälle tiefst berührt haben. Ganz tief in der Hose hat sich da was gerührt. Reden sie immer noch. Immer Sind noch, ja. abgekommen. Also bei mir erst nach einer Stunde, weil ich muss vorher eine Tablette nehmen, damit sich was rührt. Das ist ein gewisses Alter. Und das Pep hat es eines besser gemacht. Wir nehmen keine Drogen, halt's ein Maul. Also ich nicht. Ich auch nicht. Meine Katzen. So, jetzt So, fangen wir mal an. eine bunte Mischung hast du da aufgeschrieben. Ja, ich fange jetzt mal an, ich habe das sortiert nach Xbox, PlayStation, Nintendo. Und ich darf jetzt einfach mal mit der Xbox anfangen, weil ich habe keine und ich werde wahrscheinlich nichts davon spielen, wenn es Xbox exklusiv bleibt. Aber es waren coole Sachen, die angekündigt worden sind. Und durch Studioschließungen sind ja auch ein paar interessante Sachen hintenrum passiert. Weil es ist ja ein dritter Teil zu Senua angekündigt worden von, wie heißt Ninja? Nein, Ninja Theory. Ninja Theory. Und da habe ich mich erst voll gefreut, auch wenn ich den zweiten Teil noch nicht gespielt habe. Aber der erste, den finde ich nach wie vor unglaublich krass, was sie da gemacht haben. Und bin richtig heiß auf den zweiten irgendwann zum Spielen und habe mich auch gefreut, dass es dann einen dritten Teil geben wird. Und dann hast du auf einmal, we're closing the doors, nobody making the game. Aber Ja. du hast mir heute eine Entwarnung gegeben, es gibt ja mittlerweile die Info, Ja. dass Ninja Theory mit Senua weitermachen kann. Ja, also so The Great Reset hat ja stattgefunden bei den Xbox Studios. Die haben ja unter neuer Führung und die krempeln jetzt alles ein bisschen um. Wo es tatsächlich, also jetzt mal abgesehen davon, dass ein Haufen Leute einen Job verlieren und das immer scheiße ist, aber grundsätzlich ist die Xbox-Strategie in den letzten Jahren schon echt auch scheiße gewesen. Also dieses, Ja, die sind irgendwie voll ab vom Schuss gewesen. Ja. Da. Also die Nintendo und PlayStation ist immer so in aller Munde gewesen, aber mit Xbox da hast du nicht viel oder zumindest ich zum Beispiel überhaupt keine Berührungspunkte mehr gehabt irgendwann. die haben quasi in der Generation von der Xbox One und von der PlayStation 4 haben die den Konsolenkrieg verloren. Weil die da einfach gemeint haben, sie brauchen jetzt da die Multimedia-Box mit Kinect und so weiter. Und PlayStation hat sich halt einfach aufs Wesentliche konzentriert und hat da angefangen mit die. Und in der Generation haben dann die meisten Leute zu PlayStation übergewandert und haben da dann angefangen, eine digitalen Bibliotheken aufzubauen, Ja. durch das PlayStation Plus und so weiter. Und da kriegst du die auch nicht mehr weg. Und das haben sie dann mit der Series X, die hatte nichts wirklich Besseres zum Bieten wie mit PlayStation 5 gehabt. Ich glaube, die war preislich auch noch ein bisschen, oder da waren es, glaube ich, sogar am Anfang gleich. Das weiß ich jetzt Ich gar glaube, nicht. dass die verhältnismäßig gleich waren, aber die war so ein hässlicher Würfel auch noch dazu. Die war irgendwie, keine Ahnung, am Gamecube orientiert vom Design. Und dann haben sie diese, wo sie immer schon für den größten Fehler überhaupt gehalten haben, diese alles ist eine Xbox-Strategie gefahren, dass du ja mit dem Game Pass quasi auf allem spielen musst und sie haben ja mehr oder weniger durch die Blume dann selber gesagt, du brauchst unsere Konsole ja gar nicht mehr und kannst es ja überall spielen. Ja. Ja, toll. Was ist denn das für Super Sache. Markenbindung? Ja, das ist Marketing par Ja. excellence. Und dann haben sie noch angefangen, dass sie einen Exklusivtitel auch auf der Playstation ausbringen und das ist halt, du machst dich halt da selber ein bisschen irrelevant. Das war nicht so gut. Naja, die PlayStation hat 2 die PlayStation-Spiele auf dem PC dann ausgebracht, aber immer erst in einem späteren Zeitraum, Ja, also immer erst so 18 Monate später und haben da jetzt auch wieder abgekehrt. Also du kriegst ja künftig PlayStation-Spiele immer nur noch auf der PlayStation, außer die Multiplayer-Spiele. er kommt auf Twitch, schaut uns auch zu, der Rumpy. Habe ich die Ehre? Moinsen, aber der servus. Es ist relativ selten, dass wir wirklich etwas über Twitch dazu einer kriegen. Aber dann haben wir diese Verknüpfung nicht umsonst gemacht. Sehr schön. Ja, und jetzt haben sie jetzt ist halt der alte Xbox-Chef, der Phil Spencer, ist halt jetzt zurückdrehen. Ist jetzt eine Dame, oder? Ist da jetzt Ja. irgendwie in der Führung? Ja. Mein Gott, jetzt ist sogar die Führungsriege schon weg. Sharma irgendwie? Ja, Mashallah, Inshallah. I don't know.
so Gott will, wird es wieder in eine gute Richtung gehen. Ja, die wirkt tatsächlich sehr stabil, was das alles angeht. Also die macht dort, möchte jetzt eine ziemlich klare Linie fahren und Teil von der neuen Strategie ist ja auch, dass sie haben ja früher viel kleinere Studios gekauft, weil sie einen Game Pass füllen wollten mit Spielen, die auch ein bisschen abseits von der Norm haben und ein bisschen künstlerisch gewagter und einfach den Game Pass aufwerten, indem das zum Beispiel Spielepreise gewinnen und so eine Sachen. Sowas wie der Autobahnpolizei 3. Autobahnpolizei 3, ja. Ja, also so richtig. Und ja, das hat sich halt anscheinend nicht ausgezahlt und jetzt halt fokussieren sie halt wieder ein bisschen mehr auf Sachen, die halt wirklich Kohle bringen, fürchte ich fast. Sie haben in dem internen Schreiben ist irgendwas davon gestanden, wo sie haben gespannt, dass sie nicht für jedes Studio das beste Zuhause haben und möchten da jetzt ein bisschen schauen. Und eins von den Studios, das sich halt da anscheinend nicht so gut aufkommen fühlen darf, ist eben Ninja Theory. Dann Double Fine ist dabei. Was haben die gemacht? Was ist Double Fine und Psychonauts haben die gemacht. Und letztes Jahr, glaube ich, was jetzt mal das heißt. Aber die machen so kleine Spiele, die ein bisschen so kreativer haben. Trotzdem eigentlich auch eine gute Fanbase haben. Ja, das ist ja einer von LucasArts früher, der Chef von denen. Und die haben auch immer, wie du sagst, eine stabile Fanbase gehabt. Deswegen wundert es mich, dass ich dann sehen, die Studios rausgekickt, weil da hätte ich eigentlich doch ein paar namhafte Sachen da. Und vor allem auch mit Senua, Ninja Theory, das ist ja wirklich, das war ja voll die Offenbarung, als das Spiel da damals rausgekommen ist. Die haben ja richtig was auf dem Kasten. Ich bezweifle aber tatsächlich, dass das jemals ein finanzieller Erfolg war. Ja, ich würde gerade sagen, es ist halt auch kein Mainstream-Spiel. Aber es klang auch in die Kritiken jetzt gar nicht mehr so gut. Also der zweite Teil schneidet gar nicht mehr so gut ab, weil er halt weniger, also es wird immer weniger Spiel. Und der zweite soll dann auch irgendwie, glaube ich, inszenatorisch oder von der Geschichte her auch nicht mehr so stabil sein wie der erste. Und das war schon ein bisschen so in der Schwebe. Und ich glaube, da hat Xbox dann keine Zukunft gesehen, obwohl der dritte Teil ja jetzt komplett anders werden soll. Das haben sie schon angekündigt, das soll jetzt deutlich mehr Gameplay haben, soll jetzt mehr der Actionanteil soll größer werden und es ist eine völlig eigenständige Geschichte anscheinend. Deswegen heißt es jetzt auch Senua und nicht mehr Hellblade. Okay. Die Namensgebung ist eher wenig weird. Mir geht mir da nicht aus, aber ich darf es auf alle Fälle spielen. Ja, und gefühlt machen sie auch wieder ein bisschen mehr exklusiv, oder? Weil zum Beispiel auf einmal kommt ja das Gears of War Remake oder Remaster, keine Ahnung, für PlayStation ja auch mit raus. Und dann kündigen sie jetzt in der Showcase Gears of War E-Day an und nix PlayStation. Das ist jetzt wieder Xbox exklusiv. Also bin ich auch mal gespannt, wo das dann hingeht, weil, na gut, das müssen sie eigentlich machen, wenn sie da wieder irgendwie Fuß fassen wollen. Voll. Du brauchst ja ein paar Zugpferde, weil wenn alles auf der Playstation kommt und ich habe schon eine Playstation, warum sollte ich auf Xbox umsteigen? Eben, und vor allem der Grund, warum das ja eine Playstation macht, dass sie eine Sachen wieder zusammenhalten und das jetzt eine Xbox macht, dass sie eine Sachen wieder zusammenhalten, ist der, dass die nächste Konsolengeneration wieder ähnlich wegweisend sein wird, wie die damals mit der Vierer. Weil jetzt werden die nächste Generation wird erstens schweineteuer. Da können wir dann mit 1000 Euro rechnen. Yay. Und zweitens nähern sie die immer mehr am PC an. Das heißt, also bei Xbox, da das ja auf Windows und so weiter sehr verzahnt ist, war ja schon mal immer die Rede davon, dass das mehr PC wird wie eine Konsole. Und da müssen es, also die brauchen es unbedingt. Da, wenn sie verkacken, dann ist es vorbei. Und da war Steam Machine, war ja auch noch, ist ja jetzt auch noch angekündigt worden. Das war ja ursprünglich auch als Riesenkonkurrent. Hat halt die KI-Blase da leider einen Cut durchgemacht, weil ja jetzt alle Speicher so teuer haben, dass die billigste Steam-Maschine einfach 1050 Euro kostet. Was halt völlig gaga ist. Also ungefähr ursprünglich hätte es wahrscheinlich ein Drittel weniger kosten sollen. Jetzt, das ist jetzt schon mal weg. Aber die nächste Generation, glaube ich, schon 2 Jahre oder so, kennen wir sie? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen holen sie jetzt alles wieder an sich, ohne was irgendwie geht und versuchen jetzt da wieder möglichst viel eine Marken an sich zu binden und dadurch Leute zurückzuholen. Es kommt ja auch ein neues Halo raus. Stimmt, ja, glaube ich, habe ich auch was gelesen. Ja, sie haben einige so, wenn du sagst, ein neues Metro. Das Metro hat 2033 meine, das ist auch ein eigener neuer Teil, der rauskommt. Crazy Taxi kommt es wieder aus. Bin ich mal gespannt, weil das war früher schon ganz witzig. Spyro kommt da komplett nice. Ja, da war ich echt überrascht, weil ich habe mir nicht gedacht, dass das noch eine Marke ist, die heutzutage irgendwie. Ja, da haben sie aber auch ein Remake von den ersten 3 Teilen gemacht, so wie bei Crash Bandicoot. Und das, also das ist dann und die waren echt so, also die sind super, die Spiele. Die machen auch richtig Spaß, richtig schöne 3D Jump Runs.
Da bin ich erst sehr gespannt, wie viel das dann von dem Zeiger exklusiv dann bleibt, weil Blacktail geht in der 3. Runde mit Resonance. Ja, das ist aber nicht exklusiv. Ist nicht? Okay, Nein, da haben wir zumindest was weniger. Das kommt überall. Ich glaube, Metro auch nicht. Metro weiß ich nicht. Also, die hat es früher, die hat es immer überall gegeben. Schon? Ja. Irgendwann, die waren eine Zeit lang exklusiv für Xbox. Aber Glaub. ich weiß nicht sicher. Das Neue ist auf alle Fälle spannend, weil das meine ich, ist ja ist ein ukrainisches Studio, das das entwickelt und die meine ich, verarbeiten da auch ganz stark die Scheiße, die der Putin und Russland da jetzt gerade abzieht mit dem Spiel. Das ist, und der Trailer schaut auch brutal aus. Ja. Also da bin ich schon sehr neugierig drauf. Der Rumpy schreibt, er ist Retro-Gamer vor 2000. Oh, Da waren noch die richtig guten Sachen. und da hat es Ja. auch noch kein Gothic gegeben. Ja, stimmt, er wird ja auf alle Fälle nicht anzünden für deine Aussagen. Er ist dann eher schon bei mir mit dabei, mit, was ich vorher erzählt habe, Yoshi's Island und so. Das waren noch die China-Zeiten. Ja, vor 2000 es war good old days, muss man da schon fast Wir haben sagen. davor schon die alten Final Fantasy Ja. gehabt. Wir haben also Secret of Mana einer zum Zelda. Richtig schöne Dinge. Ich spiele ja gerade mit dem Spätzle die alten Zelda-Teile gut. Aktuell sind wir ein bisschen neuer, weil wir bei Skyward Sword jetzt drinnen sind, aber davor haben wir die vom NES gespielt. Hölle. Commodore C64, oh, der ist leidgeprüft, der Mann. Juhu. Ich war Amiga 500 Boy. Und wie schaut es mit der Philips CDI oder wie es heißt, eine Philips-Konsole? Da hat es ja auch noch 2 oder 3 Zelda-Spiele drauf gegeben. Aber um kurz die Xbox-Thematik abzuschließen, Magicians schaut ja auch voll crazy aus. Da habe ich richtig. Weiß nicht, ob das exklusiv wird, aber diese Spielmechanik schaut cool aus. Voll, das schaut mir noch richtig was Neuer aus. Ja, das ist mal, das haben wir auch sofort gedacht, als ich das gesehen habe, das spricht mir an, weil das irgendwie was Neues rüberbringt. Ja, ich habe sofort einen Prestige stehen müssen, den Film. Boah, leck, den habe ich schon 100 Jahre noch mal Der ist gesehen. super. Den habe ich schon 100 Jahre noch Das mal ist auf alle gesehen. Fälle, wie der Name schon sagt, in einer Welt, in der Magier eine Rolle spielen und du spielst anscheinend, so wie ich das gesehen habe, einen Zauberer, der durch Magie dann irgendwie kämpft gegen andere Zauberer teilweise. In einer Welt, die sehr fantasievoll gestaltet ist. Also das schaut schon cool aus. Es gibt also eine Szene, da wo er dann quasi durch einen Zaubertrick irgendwie die Welt auf Kopf genau. stellt und dann geht es da weiter. Also es schaut sehr originell aus. Ich glaube, da kann man durchaus ein bisschen Freude haben damit. Bin ich schon gespannt. Und auf was ich auch Bock habe, ist Castlevania Belmont's Curse. Weil das schaut wieder so nach richtig geilen Metroidvania aus. Weil ich glaube, Castlevania 2 war ja damals mit Super Metroid so die zwei Hauptbegründer von dem Metroidvania. Ja, super Und Spiele, war in der Collection drinnen, die wir bis jetzt gespielt haben. Aber dann spielen wir mit Belmont's Curse, wenn es rauskommt. Dann spielen wir zumindest das Neue. Weil nachdem ich mit Prince of Persia durch bin, brauche ich ein neues, geiles Metroidvania. Ja. Und das schaut aus, als hätte es auch die Qualitäten. Viel mehr Metroidvania als kein gespielt. Ja, mag ich schon so gerne. ein Habe geiles jetzt, Genre. hab jetzt wieder ein paar gelesen in die Tests. Da gibt es eins, wo das hat der Titel ist der Name von der Protagonistin. Die hat, glaube ich, so lila Haar. Die wird in eine andere Welt eingezogen, meine ich, und muss mit einem Pinsel da drinnen kämpfen. Und das muss auch hervorragend sein. Und jetzt weiß ich aber den Namen nicht mehr Ich davon. glaube, das gibt es schon länger, oder? Ja, das ist jetzt, glaube ich, erst für Switch und Switch 2 rausgekommen. Für PlayStation, glaube ich, gibt es schon letztes Jahr oder vor 2 Jahren sogar. Philipp hat gesagt, ein kleiner Teaser zu Persona 6 hat es auch gegeben. Das kann sein, ich weiß jetzt nicht mehr. Aber Persona habe ich nie gespielt. Da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, wie gut das ist. Ich habe es gestern im Kassettenschmerz gesagt, dass ja Netflix eine Realserie zu Persona machen wird. Und ich kenne das Spiel nur von der Figur Joker, weil mit dem kann man bei Smash Bros. kämpfen. Ich habe immer, also ich hätte es immer gerne gespielt, aber die Spielzeit schreckt mich massiv ab. Dann ist auch wieder so riesen Das sind ja 100, 200 Stunden Spiele. Alter, So der weit Philipp weg. erzählt ja wieder, dass er so viel arbeitet und deswegen kann ich ins Kino und was weiß Ja, ich und dann später aber hier diese 8 Milliarden Stunden klopfen. Das ist ja Arbeit. Arbeitest du spielen, Philipp? Kann das sein? Bist du professioneller Spieler? Bist du spielsüchtig? Kann das sein? Hast du Haus- und Hof verspielt? Kannst du deswegen nicht kommen, weil du hoch verschuldet bist und vor Kredit heimgesucht wirst? Schreib's in die Kommentare rein. Ah, der Rampi schreibt, der hat auch einen A500 da. Sehr gut. Das ist der Beste. Ich hab beim Spätzle hab ich in C64 ein bisschen mitgespielt, selber ist bei mir konsolentechnisch erst auf dem NES losgegangen. 4 Gewaffe. Wow. Nee, nichts. Wir haben jetzt hier noch eine dritte Person mit einer gekriegt. Die wichtigste. Sag was in die Kamera, ins Mikro. Gibt's einen Knutscher auf dem Kopf. Oh mein, oh mein. Fuck you, so. Ich habe mir den A500 Mini mal ins Regal gestellt. Ich habe den einmal angeschlossen. Der ist glaub ich. auch rausgekommen. So, Ja, aber das ist halt leider nur so eine kleine Tastatur, die nichts kann. Blöderweise. Also ich habe mir das gewünscht, dass das wird, weil ich glaube beim C4 das jetzt gesagt, erst vor kurzem wieder einer rausgekommen. Also ich glaube sogar von Commodore selber mittlerweile, der ist halt wirklich voll funktionsfähige große Kasten ist.
Und sowas hätte ich da auch gern gehabt. Aber nein. Sag's mit X. Was Xylophon. nix. Ja, State of Play, PlayStation, da waren richtige Brecher dabei. Ja. Also ich war begeistert von dieser State of Play. Das war auch von denen, nein, war es nicht mein Highlight von den drei, weil Nintendo hat halt wirklich mein absolutes Lieblingshighlight rausgehauen. Also die haben mir richtig an die Eier gehauen. Aber machen wir jetzt State of Play. Silent Hill Townfall. Mega. Kauft Silent Hill Townfall. Wir haben ja vorher schon drüber spekuliert, weil der Seppi gesagt hat, es kommt ja zu einer Zeit, wo ganz viele tausend andere Spiele kommen. Ganz schlimm, der September. Und wir machen euch persönlich mitverantwortlich, wenn Silent Hill Townfall floppt. Also auch wenn ihr keine Zeit habt zum Spielen, dann kauft es trotzdem. Auch wenn ihr die Konsole gar nicht habt, ihr kauft das Spiel bitte. Das muss, soll auch wieder erfolgreich werden, weil ich glaube, dass das wieder geil wird. Ja, es hängt halt wirklich im September, das ist halt der absolute Mördermonat. Das ist so gestört, was da alles rauskommt. Das hängt in Wolverine drin, in Onimusha drin. Ja, alle wollen sich noch vor GTA 6 rauskommen. Ja, aber das ist halt genau das Gegenteil von sinnvoll. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt hast du halt statt einem großen Konkurrenten 50.000 andere. Das wird Da auf kommt Ding, Control, Resident, glaube ich, kommt am selben Tag aus wie Townfall. Es ist ganz schlimm. Also, der war nicht Schlag. das wird Ich bin gespannt, wie der September wird. Er schaut auf alle Fälle crazy aus. Du Aber musst dir mal das vorstellen, was da von den Spieler verlangt wird, in Anführungszeichen. Jetzt Spiel kostet so 60, 70 Euro. wenn es gelangt, dann sind wir teilweise schon bei 80, 90 jetzt. Und das sind tatsächlich, glaube ich, so 4, 5 Spiele, die so die gleichen Zielgruppen haben. So im Grunde. Und die aber auch natürlich auch alle GTA haben wollen. Ja, Logo. Und jetzt überlegt sich vielleicht der eine oder die andere, meine große Investition wäre GTA, dann verpassen sie jetzt die 50 Spiele und die Studios verlieren halt voll Kunden, durch das alle so gebündelt haben in dem Zeitraum. Also ich hätte da eher noch überlegt, dass es nicht ins nächste Jahr verlegt. Ja, weil dann kommt, was weiß ich, du sagst, GTA 6 kommt im November, Ja. gib ihnen 2-3 Monate mit GTA 6, weil Das ich glaube, Weihnachten dazwischen, da wird viel weggespielt. ja, und dann hättest du vielleicht, war es vielleicht gescheiter gewesen, Ende Januar, Mitte Februar so Ja. zum Gehen. Da wo dann so die Durststrecke ist, wenn nachdem GTA durchgespielt haben und noch Ja. kein GTA Online da ist zum Beispiel, Genau. das ist der Sweet Spot, glaube ich, voll für Fragt für ihr neue uns? Spiele. Ja, Warum Wahnsinn. sagst du so blöd, die Marketingabteilungen sind so Idioten. Was sagt der Philipp? Persona 5 Royal, also der neu überarbeitete Version, ist ja auch schon wieder 5 Jahre alt. Spielzeit merkst 0, finde ich, wenn du dich drauf einlässt. Da er spricht schon ein Spiel Der oder neue- noch essen müssen. Der neue Trailer von Il hat mega krass ausgeschaut. Ja, Bombe, wir haben uns auch vorher nochmal Total. angeschaut. Boah, leck. Wir haben auch gesagt, vorher geredet, der Seppi meint, das kann wieder mal seit langem mal ein Spiel sein, das Gefahr läuft, auf dem Index zum Landen Ja. oder nur mit Zensuren durchzukommen, weil die Gewalt, die da drinnen vorkommt, Total. die ist ja irre und es sind halt wirklich extreme menschliche Figuren. Also jetzt nicht so wie bei Zombies, wo du sagst, okay, dem fällt schon der Kiefer und sonst irgendwas und ist total entmenschlicht, sondern schaut halt einfach aus wie Platte die Leute, wie der Mike halt, die anlaufen. Und dann hast du dann 35 Mal das Messer in den Hals rein. Ja, das ist also eine krasse Szene, wo es da schon haut ihm immer Ja. das Messer so in den Hals und das schaut aus, als wäre es ein Mensch. Ja, voll. Das dann, ist echt- dann werden Babys davor kickt. Ja, das ist auch übelst. Also, aber der Trailer schaut wirklich, ich bin richtig, richtig heiß auf Ja, das Spiel. total. Also das glaube ich wird, es müsste eigentlich fast das Horror-Highlight werden das Jahr Ja. am Gaming, weil wenn heute was der Trailer verspricht, dann, ja, wobei Hellraiser kann ja mal Konkurrenz machen, weil das schaut auch Das gut aus. schaut auch gut aus. Und schaut auch ziemlich gewaltbereit aus. Bei den Spielen hängt es halt echt davor ab, funktionieren die auch spielerisch, Ja, ohne genau. diese Gewaltspitzen so. Weil das ist, glaube ich, also bei Ill ist ja sogar so, das war ja früher tatsächlich eine Tech-Demo, die ja wo quasi so als Proof of Concept zusammengestellt haben, dass das so funktioniert. Und das haben sie so gemacht. Und das hat halt ein paar Leute so fasziniert, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir zu spät raus und wir publishen das. Und der Publisher ist Mundfish, die Atomic Heart gemacht haben. Und bei denen war es ja auch schon so, dass keiner geglaubt hat, dass das tatsächlich ein Spiel ist. Okay. Und das hat ja dann eine Zeit lang gedauert. Und das war bei Il dann auch so. Und anscheinend kommt das jetzt definitiv. Also die Angst ist scheinbar unbegründet. Aber jetzt muss es halt auch noch gut Spiel sein und nicht nur so brachial ausschauen in ein paar Szenen. Und da glaube ich, liegt jetzt da die Kunst drin, das wirklich zum Schaffen. Und bei Hellraiser ist es ja ähnlich. Ja, Das schaut jetzt erst einmal ziemlich geil aus, aber ob das spielerisch dann irgendwie Substanz hat, da bin ich noch ein bisschen skeptisch tatsächlich. ja, aber ich lasse mich gerne überraschen. Dann. Voll. Also ich habe voll Bock auf die Dinger. Voll, ja. Das Jeder schaut- Bock auf die Special Edition von Hellraiser. Ja. Die werden dann, aber was kostet 280 Euro oder so? Glaub Das ich, Scheiß ja. Dinger, geil, irre. Also die größte Total. Box, glaube ich, ist bei fast $300. Ja. Aber sie war schon schön im Regal. Die, Dann haben wir extra ein Regal kaufen dafür. ja, unbedingt. Ja. Und dann, wenn wir schon bei Horrorspielen sind, Resident Evil, Veronica. Endlich kriegen wir ein Remake zu Code Veronica. Oder Veronica X, wie es geheißen hat. Damals auf dem Gamecube. Ich habe es erst letztes Jahr gespielt, das Original.
Und freue mich jetzt schon richtig, dass wir da ein Remake kriegen, weil sie ja anscheinend auch Story-Anpassungen haben soll, damit das sich besser in die ganze Lore einfügt und da wirklich dann eine kohärente Story entsteht. Ähm, Was bei Resident Evil ja ganz wichtig Ja, ist. weil der letzte Teil ja schon gesagt hat, wie toll. Habe ich immer noch nicht gespielt, lass mich in Ruhe. Ja, so. Ja, hallo. Was tust du denn da die ganzen Tag? Ja, arbeiten, ich bin Wahnsinn. wie der Philipp, lass das arbeiten, lass das schrauben, lass das Blut schrauben. Wahnsinn. Aber schaut cool aus, es war bis jetzt, glaube ich, war es ja nur ein Story-Trailer, man hat Ja. noch nicht wirklich Gameplay oder so Und was gesehen. mir ganz wichtig ist, es ist kein First-Person-Spiel, wie der Trailer suggerieren darf. Gott sei Dank. Ja, wahrscheinlich wird es dann so sein wie bei den anderen, dass du dann irgendwann wieder umsteigen kannst, wenn du möchtest. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das. Haben sie jetzt nicht bei alle Teile zuletzt eingeführt gerade? Das haben sie irgendwie? beim 8 haben sie es nachträglich gemacht, Genau. das hat aber nie gut funktioniert. Und das letzte Mal, wo hast du es so ausgerichtet, dass du das immer switchen hast können. Aber tatsächlich haben die Spielszenen, die für die bestimmte Perspektive gemacht waren, auch in der Perspektive am besten funktioniert, fand ich. Also Okay. die Spiele, was du mit ihrer gespielt hast, der Survival, der Horroranteil, der funktioniert auch besser in der Ego-Perspektive, weil das halt einfach gruseliger ist. Ja, Und der Action-Anteil, der funktioniert in beide einigermaßen gleich gut. Aber Aber du- besser als Third Person. Ja. du musst in der Person, du musst dir die Roundhouse-Kicks Ja, sehen. eben, deswegen, weil da haust du nämlich dann wieder aus der Ego-Perspektive, wenn du Ja. die machst, das funktioniert zwar auch gut, aber das ist jetzt, ich persönlich finde das jetzt nicht so cool. Ja, und wie gesagt, da das will ist ich wieder ja mit Third ein gespielt. cooler Move, den wir hier Ja. in seiner Pracht genießen. Natürlich. Der ist ja ganz wichtig. Aber ja, geil, dass wir da endlich ein Remake kriegen Ja. davon. Ich hoffe, dass wir. Was haben wir denn eigentlich noch für oft? Weil, Das ist das jetzt gegen einen einmal aus. ja, weil Outbreak, glaube ich, das war ja ein Online-Spiel, habe ich jetzt mal gelesen, weil ich hätte ja gemeint, dass es nur ein Teil ist, oder es gibt sogar zwei, bin mir nicht sicher, Das ist ein Multiplayer, oder was? der mal abgeht. Ja, und ich glaube, das war einer der ersten, hat nicht PlayStation 2, doch da habe ich dann irgendwie so ein Modem und Ding oder so Ja, gekriegt. stimmt. Und ja. ich glaube, das war eines von den ersten Online-Spiele. Das glaube ich ist gar keine hat gar keine Singleplayer-Kampagne. Ja, und dann hast du die Revelation-Teile hast du noch. Die hast du ja eigentlich schon geremastert auf der PlayStation 4. Gut, das ist ja wurscht. Den ersten Teil haben sie auch schon 8-mal neu veröffentlicht. Resident Evil Zero kannten sie dann nochmal noch Ja. remaken. Das war auch gut, ist auch gut gewesen. Das stimmt auch noch, aber mit dem Sixer war ich vorsichtig. Das müssen wir uns halt einfach neu machen. Ja. Das müssen wir komplett neu machen. Ja, bin ich gespannt, was wir da noch machen. Aber auf Code oder auf Resident Evil Veronica, wie es jetzt halt heißt, bin ich schon sehr gespannt. Es hat eine coole Storycode. Schön abgespaced mit den Antagonisten vor allem. Sehr geil. Gut, das ist den ersten Teil halt. Den ersten Teil müssen sie halt noch bringen. In einem richtigen In einem Vollgas-Remake. richtigen, Ja. vollwertigen Remake, so Ja. was wir jetzt halt in der Linie haben. Das braucht es halt unbedingt noch, finde ich. Das war schon auch geil, ja. Weil es war damals schon auf dem Gamecube ein vollwertiges Remake für die Zeit. Aber war geil, wenn du jetzt noch ein Remake hättest, das sich dann mit Teil 2, 3 und 4 das sich da anpasst und Ja. dann hast du die ganze Schienerei. Da hätte ich so richtig Bock drauf. Auf das Oh. freue ich mich schon so lang. Das war echt wieder mal geil zum Spielen. Ja, Remake, endlich der letzte Teil von Final Fantasy VII angekündigt, erstes Material Wie zu. lange hat denn das jetzt dauert? Insgesamt 10 Jahre. Ja, der erste Teil ist auf der 4er noch rausgekommen. Das ist ewig. Der her. zweite dann irgendwann jetzt eben auf der 5er. Und ich glaube, dass das dann schon insgesamt so 8 Jahre wird es auf alle Fälle gewesen sein, die Zeitspanne von den 3 Teilen. Und ist aber auch unglaublich gut. Also ich freue mich riesig drauf, dass diese Abschlussteil endlich kommt, weil ich habe es vorher schon gesagt, dass ich noch nicht gespielt habe. Hast du nicht einmal wegen der Kampfmechanik ein bisschen genörgelt? Das war am Anfang, habe ich die irgendwie gestresst beim ersten Teil. Im zweiten Teil ist die aber dann besser geworden. Aber sie ist nicht hundertprozentig perfekt für mich. Also mir gefällt es nicht so gut, aber ist ein Nörgeln auf hohem Niveau. Es ist trotzdem absolut super geile runde Erfahrung. Ich bin da das Claire Obscure ein bisschen sie an Final Fantasy orientiert, was heißt orientiert, aber das glaube ich auch ein Einfluss davon war, weil nämlich ganz oft die Figuren, zum Beispiel die Chest Rails und so weiter, die Situationen, die sie da geben, das hat mich ganz oft an Final Fantasy VII zum Beispiel erinnert. Das sind auch oft so. Sicher, aber ich glaube, das hast du sogar mal genannt, dass das so ein Einfluss ist. Ja, also ich muss ganz oft einmal an Final Fantasy VII denken, wenn ich spiele, dass Es es ist so auf alle leichte Fälle- Online hat. Es soll auf alle Fälle Online an JRPGs haben. Das Ja, das hundertprozentig- merkst du voll. Ja. Und halt eben auch so vor die Figuren, wie sie die verhalten. Also, aber gut, man kann sich schlechtere Vorbilder aussuchen. Ja, auf alle Fälle. Und ich frage mich, ich weiß gar nicht, was haben die für einen Release, haben die gesagt? Ist das nächstes Jahr das Revelations? Bin mir Das jetzt nicht weiß ich sicher. jetzt nicht, keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle. Lasst euch nur ein bisschen Zeit, weil es kommen eh noch einen Haufen Stundenfresser. Wie eben so, bei Wolverine bin ich auch gespannt, wie das wird. Ja, das ist auch Also- im September drin. Das ist auch so. Aber da freue Das ich mich ist schon. jetzt zum Beispiel, bei mir fällt das jetzt zum Beispiel durch wegen dem Release. Das kann ich jetzt nicht spielen. Warum? Weil da andere Titel kommen, die für mich wichtiger sind. Welche?
Blood of the Dawnwalker zum Beispiel. Aha. Und dann möchte ich halt entweder Townfall oder Control spielen. Na, Control soll erst einmal halten. Wolverine. Hast du Alan Wake 2 gespielt? Das war doch noch nicht. Ja, dann spiel das immer. Ja, aber Wolverine. Ja, aber das ist wieder so ein 0815-Ding. Du bist ein 0815. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nicht so erfolgreich wird, weil das ist Ja, einfach kein das wird super. Spider-Man. Ja, das wird super. Ich weiß nicht. Hast du gesehen, wie der kämpft? Ja, schon, Brutal aber das ist ist, tragt sich das durch 30 Stunden? Ja. Ich weiß nicht. Also das alte Wolverine damals auf der PlayStation 3, das ja in Deutschland nicht rausgekommen ist, weil es recht brutal war. Und damals haben sie es nicht Ja, so das gerne war mengen. ganz furchtbar schlimm. Das war schon blutig, das Ding. Ja. Das war schon irre. Aber gut, für die heilige Zeit, so habe ich bei uns nicht rausgekommen dürfen. Schau aber Illo. Ja, aber ich bin gespannt drauf. Aber es ist ja, also es spielt ja glaube ich im gleichen Universum wie Spider-Man, wie das Spiel, aber es soll glaube ich keine Verknüpfungen jetzt erst einmal haben dazu oder nur so Randnotizen. Aber direkt verwoben mit dem Spider-Man und mit der Spider-Man-Geschichte soll es noch nicht sein. Aber es ist ja cool, dass sie seine Heilfähigkeit einbauen. Die schaut ja richtig wild aus, wenn er es dort legt. Und ich freue mich auf alle Fälle schon drauf. Aber gut, ich bin ja der Marvel-Fanboy da. Ja, das ist Da bin ich sowieso dabei. Und Insomniac, also deswegen gerade ein bisschen, deswegen gerade 2 Mark schlechter ist als die Spider-Man-Spiele, und das ist trotzdem nur ein hervorragendes Spiel. Ja, mit Sicherheit. Weil die Spider-Man-Dinger, die waren ja auch wirklich, das ist so schön zum Spielen und so gut geschrieben. Also ich bin da sehr guter Dinge. Das ist halt eins von den Studios und allgemein die PlayStation Originals, die haben halt einfach über die Jahre einen Vertrauensbonus erarbeitet. Vollgas. Du kannst eigentlich blind zugelangen. Wenn, dann gefällt es dir halt einfach nicht, weil auf einer persönlichen Ebene, aber mechanisch und so Ja, weiter. haben die handwerklich, Dinger glaube ich, kannst du dich da eigentlich Ja. nie beschweren. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich glaube, das letzte, wo es ein bisschen kritisiert worden war das Zombie-Spiel da. Das Days Gone, oder? Ja, genau, das Ja. hat ein paar Fehler gehabt und so beim Release, aber ansonsten glaube ich, haben die aber alle ziemlich sauber rausgekommen. Ja, da kannst du dich nicht beschweren. Auch die God of War-Spiele, wo wir ja auch eine Ankündigung gekriegt haben. Ja, wieder. Da sind die Mistgabeln gleich wieder gezückt worden im Internet von die ganzen Incel-Spastis. Wahnsinn. Weil God of War ja jetzt ein Spin-off angekündigt hat namens Lo-Fi. Ja. Und alle trans durch diese Spacken, weil man jetzt nicht Kratos spielt, sondern eben die titelgebende Lo-Fi. Und es ist ein Spin-off, ihr Vollidioten. Es ist ja kein Hauptteil. Also was ist mit euch, ihr Vollspasten? Wie bescheuert kann ich eigentlich sein? Wie zugeschissen können sie mir das Hirn haben, dass ich so ein Volltrottel wird? Ja, Was ist da passiert? Keine Ahnung. Bist jetzt oft von deinem Babsuffer angelangt worden im Schlaf oder so. Ich weiß nicht, warum ich so oder von der Mann, vielleicht von der Mann. Wahrscheinlich deswegen der Frauen. Aber ich deswegen so einen Frauenhaus. War der Mann nicht gut im Bett? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist los mit euch? Warum wir so ein Stück Scheiße irgendwann? Ich verstehe es nicht. Das Ja, werde das ich nie ist schon echt verstehen. traurig, dass das bei so vielen Idioten die erste Reaktion ist. Ja, und der Trailer schaut ja Weltklasse Ja, aus. voll. Ich habe mein Müsli fast verschluckt. Das war brutal, vor allem dann so dieser, wo es im Trailer ja sagst, der spielt ja dann zeitgleich einmal zu God of War Ragnarök, glaube ich, was. Also diese Verbindung, die ich da dann noch gekriegt habe, dann, boah, der flippt komplett aus, ey. Das ist nur geil, das Ja. Ding. Ich habe sofort Flüssigkeit in die Augen gehabt, wie die Anfangsszene da war. Oh, ja. Das ist war super und ich freue mich schon so drauf. Ja. Und was du dann mit diesen Antagonisten, die dann da aufgebaut werden in dem Trailer, das schaut ja so krass aus. Ja, die verschiedenen Götter, da ist jetzt ja, Ja. glaube ich, eine ägyptische Göttin, oder? Und der andere ist, war das auch. Also wir sind ja jetzt nicht nur bei den nordischen Göttern, sondern das Nein, ist ja mal das ist eine Jenseits. Invasion, oder? Irgendwie so. Es ist, glaube ich, ist es nicht das Jenseits 4 Götter? Ja, Und sie sind die Chefs von dieser Hölle oder von aber diesem die Jenseits? nehmen sie gerade ein irgendwie, oder so. Das weiß ich jetzt nicht Wenn mehr du genau. in Es der kann sein, dass Mythologie die gar nicht zwei, drin bist. So. ja, ich glaube, da vermischen sie jetzt auch die Mythologien, was Ja. da passiert. Aber es schaut auf alle Fälle mega geil aus. Also Ja. ich habe richtig Bock drauf. Und ja, Santa Monica Studios heißen so, die sind ja halt auch perfekt, was Spielentwicklung angeht. Da weiß man halt auch, dass das ein Spiel wird, das Hand und Fuß haben wird, das eine geile Geschichte sein wird. Du hast dann Würfel dabei als Begleitung und man denkt sich nicht, hey, was sind das für Bullshit? Man denkt sich, ja, das wird schon geil Aber sein. geil, dass es da immer hin und wieder einmischt. gell? Ja, Wenn der eben. Kampf dann. Was soll diese Absurdität? Aber es wird sicherlich geil werden, weil es sind Santa Monica Studios, die letzten 2 Spiele auch wirklich perfekt abgeliefert haben. Und halt jetzt das God of War Universum geil weiter ausbauen. Auf Ja. das freue ich mich einfach. Das dass wollen wir noch doch mehr- alle, oder? Also, Ich hätte jetzt eigentlich auch gemeint, dass ich geil mehr Geschichten davon haben und möchte. ganz Und- ehrlich, jetzt auf so kurz drauf, und das ist jetzt nicht so lange her, nochmal ein Spiel mit dem Kratos war irgendwie auch zu viel, glaube ich. Ja, und sie werden es ja wahrscheinlich gerade entwickeln, den dritten Teil. Die müssen ja die Geschichte auch weiter verzeihen. Also, was wir so wie alle so durchdrehen und da denkt sich mal, ein Mark weiter. Und ist wer voll weiß denn Idioten. überhaupt, ob der nicht vielleicht noch auftaucht?
Das weiß doch überhaupt gar keiner. Man hat ihn im Trailer schon Der ist im gesehen. Trailer schon gut, war eine Vision eigentlich, glaube ich, früher. Ja, also ist das nicht so der Übergang von Indian Toad dann gewesen, dass ihn da noch sagt? Ja, war das dann, bis sie aufgewacht ist er doch auch noch mal vorher gestanden, bis das K.O. geschlagen worden ist und dann Ja, irgendwas war, ich weiß jetzt nicht ich genau. müsste den Trailer, den habe ich leider nicht mehr vorher Das ist ziemlich lang. angeschaut. Klar, 15 Minuten. oder Ja, das ist fast ein Film. so. Ja. Und keiner weiß, was da noch passiert in dem Spiel. Also, Ja. Und, chillt's mal. aber echte, Gott hasse ich Leute. Wahnsinn. Diese ganzen Scheiß Inzell-Spacken. So, dann, So. was haben wir noch? Until Dawn 2. Oh ja. Ja, kämen wir frisch aus Directive 8020. Mhm. Wir haben super massiv geschädigt. Aber Until Dawn 2 steht auf der Liste des Streamer wieder. Ja. Da machen wir auf alle Da hätte Fälle. da hätte ich Bock. Entweder machen wir einen Livestream, das wissen wir noch nicht, oder wieder so wie bei Directive, dass wir es vorab aufnehmen und ein paar Folgen dann raushauen. Ich glaube, das kann uns auch das geben, was uns Directive hätte geben sollen. Ja, das glaube hätte ich ich auch. eigentlich spekuliert, weil das, Ja. glaube ich, hat mir da ein bisschen, das ist ein bisschen, nimmt sie nicht so ernst. Ja, Das ist schon mal ganz wichtig. Das hat die Slasher-Thematik und die funktioniert, glaube ich, einfach auch viel besser für so eine Art von Spiel. glaube ich auch, ja. Der erste Teil war ja schon, der hat richtig Spaß gemacht. Voll, der war super. Den habe ich damals sogar mit meiner Frau gespielt, die überhaupt nichts spielt eigentlich und sogar die hat das gefallen. Also das ist einfach so eine Art von Spiel, da passt das super zusammen, weil man einfach ein bisschen mitfieberst und Ja. langsam ein bisschen, auch wenn es schlecht geschrieben ist, Ja, voll. ein bisschen mitfieberst mit deinen Charakteren und so ein bisschen aufbindst und dann möchtest du es auch irgendwie durchbringen und dann Ja, funktioniert's genau. ja eh nicht. Bei Directive war es irgendwie, mir war es Die waren irgendwann mir wurscht. so egal, die Leute. Die Und haben da- so überhaupt keinen Null. Impact hinterlassen. Und obwohl das bei Until Dawn ja auch so ist, dass das totale Scheißfiguren sind, Ja. denkst du aber trotzdem, da ist es eher wie so eine Highscore-Jagd, wie viele Charaktere bringe ich durch. ja, genau. Und bei Directive, ja, habe ich da überhaupt nicht den Elan oder den Drang gehabt, dass ich sage, ich muss jetzt durchbringen. Ja, bin ich gespannt. Cooles Setting auch mit dem Insel-Setting. ja. Du hast es Ähm, vor allem im Vorgespräch schon angeschnitten, das ist ziemlich hell alles. Ja, bin ich gespannt, ob das geht so in die gefühlte Midsommar-Richtung. Ja. Horror-Feeling bei Helligkeit. In einem Spiel, glaube ich, haben wir so noch nicht gehabt, oder? Also der Quarry zum Beispiel ist ja, glaube ich, auch sehr viel dunkel. Das ist auch einer von denen Ja. Massive Spiele, die mit dem Slasher-Genre spielen. Aber so wird es jetzt eigentlich so in der Art, die haben eigentlich alle dunkeln. Ja, ich habe jetzt auch auf Anhieb überhaupt kein Horrorspiel im Kopf, das überwiegend in der Helligkeit spielt. Aber ja, bin gespannt, wie das funktioniert. Trailer schaut schon mal geil kreislig aus. Ja. Und dann noch kurzes Remake, was noch ausballern, Rayman Legends Ja. Retold. Es war das normale Rayman Legends auf der Switch, glaube ich, Switch-Generation war das, wo es gekommen ist, oder? Das war ja schon ein Das Remake. ist nur älter. Ja, aber da war es ja schon, war das nicht da Du schon kannst Remake? das Remaster, glaube ich, Ja. nicht mehr sehen. Und das war ja schon, also das hat ja schon Spaß gemacht ohne Ende und war Weltklasse. Und bin gespannt, wie das jetzt in 3D und so fett aufgepimpt ausschaut, wird. Die Musiklevels waren bombengeil, auch wenn es leider, glaube ich, AC/DC-Parts dabei waren. Scheiß AC/DC. Vielleicht sind die aus Lizenzgründen aber nicht mehr dabei. Oh, das war so schön. Die haben irgendwie geile Musik reingehauen. Die hatten so, was weiß ich, wie das komische KI-Little, das jetzt in jedem zweiten Reel Er hat sich läuft. das nicht ausgesucht, Nicht? der Timmy. Welche Team? Er hat sich das nicht ausgesucht. Nein, das andere da, das Fighting Hip-Hop Queens Das kenn and ich King. nicht. Ganz krass, wir singen eine Ja. Frau und eine Mo, Männerstimme sind das und es filmen sie dann immer irgendwelche Pärchen, die das dann praktisch lippensynchron nachmachen und ich möchte jetzt alle mit einer Kamera prügeln. Ja, schön war's. Ja. Aber von sowas bin ich Gott sei Dank befreit worden. Durch meine konsequente Ignoranz gegenüber sowas. Ja, ich schaue halt doch immer wieder durch, was so Leid, also Spiele, Filme, Massig und so weiter passiert. Ah, Und kennst du das? da bist du automatisch mal in so einem Flow drinnen, wo es dann einmal ein wenig ins Doomscrolling reinrutscht. Ja. Was sagt er? Und dann bin ich dazwischen und freue mich auf beide Spiele. Auf welche beide Spiele? Wo bist jetzt du? Das ist mit den Kommentaren, da weiß ich nicht mehr, wo das ist. Spider-Man 2 war schon echt geil. Und dann bin ich dazwischen und freue mich. So, Filippo, jetzt muss man sagen, auf welche beide das du dich freust. Control und Wolverine vielleicht. Ich weiß nicht. Schreib's ein. Ja, und das war State of Play. Für mich war da eigentlich nichts mehr dabei dann. Weißt du, ob du noch irgendwas im Kopf hast? Ich kann mich gar State nicht of mehr Play- drüber erinnern. Ich Ja, weiß ja, einfach nochmal das, was auf dem Zettel steht. Ja, nochmal frei. Und dann war halt nur die Nintendo Direct. Da war jetzt ganz viel und Third-Party-Spiele und so weiter, die mich nicht wirklich interessiert haben. Was für mich interessant war, war Xenoblade Chronicles. Das ist ja auch so ein JRPG. Gibt es 3 Teile, die werden jetzt halt geremastert für Switch 2 dann veröffentlicht. Und sie haben einen 4. Teil auch noch angekündigt. Die habe ich mal auf die Liste aufgeschrieben, weil ich es prinzipiell voll interessant finde. Und die damals auf der Wii, glaube ich, ist das losgegangen. Und seit der Wii denke ich mir, ich möchte so gerne mal spielen.
Aber ich glaube, dass das auch jeder Teil so ein 100-Stunden-Klopfer ist. Ist vielleicht, wenn ich mit Final Fantasy Revelations durch bin, dass ich dann sage, jetzt hole ich mir ein Franchise mit jeweils 100 Stunden und das ist dann Xenoblade Chronicles. Mal gucken. Das ist einfach nie durch. Oder einfach nie. Mal gucken, ich weiß nicht. Aber natürlich das absolute Highlight der letzten Monate, letzten 8000 Milliarden Jahre, das angekündigt worden ist, endlich ein offizielles, hochwertiges Remake von Star Fox. Das ist schon raus, nicht zu viel. Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time, boah, lecker, habe ich einen riesigen Rähm in der Hosencoat, obwohl er normal nicht groß ist, aber da ist er gewachsen. Also dieses, keine Ahnung, 1,5 Minuten lange Ankündigung. Nichtssagende Stück Bild. Es ist praktisch das Intro vom Original. Das sagt halt eigentlich gar nichts. Das ist halt schade. Manche munkeln ja, dass es eine bockerte Reaktion war von Nintendo wegen dem Leak. Das gesagt haben, ja, dann fickt euch, dann machen wir jetzt Apps, aber wir geben euch nicht viel dafür. Aber mir ist scheißegal, Hauptsache ich habe endlich die offizielle Ankündigung, dass ich Remake zu Ocarina of Time kriege, weil das wirklich, also dieses mein Kindheitsspiel einfach gewesen, ich habe das geliebt, das hat mich geprägt, dass ich, oder hat bei mir auch die absolut fuck, jetzt habe ich vorhin verloren, die absolute bedingungslose Liebe zum Zocken dann hervorgerufen und hat mich nicht mehr loslassen. Das ist, damit verbinde ich so viel mit Ocarina of Time auf Nintendo 64, deswegen freue ich mich so unglaublich viel, dass ich das endlich erleben darf. Ich habe das damals tatsächlich aufgehört einfach irgendwann. Okay, du bist offensichtlich schwul und dumm. Und ich war halt der Playstation-Junge. Ich habe eine Playstation und einen Nintendo 64 gehabt und ich habe halt einfach lieber die erwachsenen brutalen Spiele gespielt. Ach so. Das habe ich in Filmversion mir angeschaut. Beim Zocken habe ich Nintendo gemacht. Ich frage mich wirklich schon seit Jahren, warum mich das nicht gehalten hat. Aber irgendwie habe ich das damals dann nicht weitergespielt. Ich weiß nicht warum. Ich habe also diese Verbindung nicht. Das ist blöd. Ja, aber ich freue mich trotzdem, weil dann kann ich es endlich nachholen. Ja, ich bin echt gespannt, wie sie es machen. Ob sie einfach nur die Technik praktisch aufwerten und alles drumherum anpassen oder ob sie ja storytechnisch was verändert oder ob es Zusatzinhalte gibt, weil das angesprochene Star Fox Adventure, was du gesagt hast, ist ja mittlerweile, glaube ich, das dritte Remake davon. Das ist ja ursprünglich Lilith Wars auf Nintendo 64 und dann, glaube ich, gab es auf 3DS schon eine neue Interpretation auf der Wii U und jetzt hat er ein vollwertiges Remake und das hat aber ist nicht gerade ein Remake, sondern auch ganz viele neue Sachen dabei mit Multiplayer und für die verschiedenen Perspektiven, vollwertige, synchronisierte Zwischensequenzen und so. Und da bin ich gespannt, wie sie es bei Ocarina of Time machen. Aber das wird da, viele sagen ja, wenn GTA 6 kommt, wird es eine ganz große Krankschreibungswelle geben. Ich hoffe, dass nie etwas bei der Firma das hier anschaut, aber Ocarina of Time Release-Tag wird von mir eine Krankmeldung eingehen. Und zwar für ungefähr 6 Jahre. So. Ja, ist ja klar. Oh fuck, jetzt soll ich was im Augen. Ja. Ich muss nicht weiter. Ja, ansonsten war in der Direct, glaube ich, gar nicht mehr so viel dabei. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel im Kopf. Es war Final Fantasy Resonance, haben wir ja vorher schon gesagt, das haben sie da noch angekündigt. Aber für mich hat das Ocarina of Time Ding alles überschattet. Das ist so schön. Hey. Ja, ich bin echt gespannt. Aber das ist halt, wäre der Switch 2 exklusiv werden. Definitiv, ja. Und da ist dann auch wahrscheinlich der Moment, wo ich mir die Switch 2 holen werde. Ich darf es mir jetzt schon kaufen, weil jetzt ist es noch billiger. Die wird, bis das rauskommt, ist die wahrscheinlich schon, haben da noch mit 2 Preise. Ist mir scheißegal. Ja. Weil da gibt es sicher eine coole Special Edition. Also das mal, ich kaufe noch eine Switch in der Kombi. In einem Bundle. In einem Bundle, ja, okay. Genau. Aha. Also da werde ich das werde jetzt aussitzen. Jetzt so richtig aussagen. Ich lasse mir, ja, zippt mir die Geldscheine aus jeder Ritze raus, ist mir vollkommen wurscht, aber ich möchte die Ocarina of Time Switch 2 Bundle. Ich glaube mit Ocarina of Time, da loten sie mal so richtig schön die Grenzen aus, wie teuer, dass man ein Spiel auf der Switch eigentlich machen kann. Und ich sage einfach nur, shut up and take my money. Ja, genau. Ist mir scheißegal, Ocarina of Time. Das wird das erste Standardversion 99 € Spiel. Ich kaufe das Bundle, ich kaufe jede Special Edition dazu, ich kaufe jeden Amiibo dazu, ich kaufe alles. Alles kaufe ich, was mit Ocarina of Time zu tun hat. Vielleicht machen sie dann eine Switch 2 OLED Edition, die dann einfach 300 € mehr kostet. Ist mir scheißegal, soll. Irgendwas lassen, dass ich da. Und wenn sie es nicht machen, dann gebe ich ihnen einfach so 300 € mehr. Dann sage ich, hey Nintendo, gib mir mal PayPal, ich schicke dir noch einen 100er oder so. Das ist Hingabe. Ja, völlig. Nein, dann ist es soweit. Ich hoffe, ich glaube, ich komme schon im Oktober raus. Also es gibt dieses Jahr noch. Ich glaube, dass das dieses Jahr sogar noch kommt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich hätte gemeint, dass das dieses Jahr noch kommt. Ich habe gemeint, das kommt erst nächstes Jahr. Ja, dann. Was sagt er? Er freut sich auf God of War Lofi und Stellar Blade Blood Rain. Stimmt, das haben sie auch angekündigt. Da war noch was. Weil sich bei jedem Spielen die Leute schon wieder das Maul reißen. Echt, bei Stellar Blade auch, da habe ich noch gar nichts mitgekriegt, dass sie sich da das Maul reißen, sonst da schon wieder Probleme. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so scharf.
oder irgendwie sowas. Oh my gosh! Ja, irgendwas ist da. Oder einem ganzen Nocker. Ja, das Kann das sein. schließt man damit ein. Ich glaube, YouTube entfernt meine Chats, weil denen der Titel nicht gefällt von den Spielen, die ich meinte. God of War Laufe meinte ich und das Stellar Blade Spin-off. Ah, jetzt hat. Na, jetzt ist der Kommentar aber Na, nur schon mit da. reingekommen. Ja. Frage mich nicht, was mit YouTube wieder los ist. We do not know this shit. Die sagen, ich glaube, YouTube hat ein Problem damit, weil die Spende zu gering war. Du sollst nochmal so eine spenden. Damit kann man Kommentare freikaufen. Ja, der Share ist noch nicht groß Ja, genug. genau. Zahle nochmal 100 Euro, um weitere 3 Chatnachrichten zu verfassen. So weit kommt es noch, ja. Das, aber verschleiß nicht. Ja, weil, also diese Ankündigungen, es erwarten uns auf alle Fälle sehr geile Spiele dieses und nächstes Jahr noch. Ich bin absolut gespannt. Das ist jetzt schon fast, wir haben uns jetzt so gesammelt, das ist schon fast wie so ein Jahresausblick, den wir eigentlich am Ende des Jahres machen. So viele Ankündigungen einfach. Das ist irre, wo. Aber jetzt versuchen wir, dass wir wieder einen Rhythmus reinkriegen. Ja. Wir geben uns ja Versprechen. Da müssen wir noch eins auch ansprechen. Einen Großteil von diesen Spielen werden wir mir nur noch als Download-Version kaufen können. Jo, Weil die Herr PlayStation oder die Frau PlayStation oder wer immer sie gedacht hat, dem PlayStation. dem PlayStation, Dem PlayStation. gibt keine Discs mehr. Gib dem PlayStation. Was ich, obwohl ich es selber selten mal kaufe und nicht einmal laufen kann, für die größte Scheiße halt, die es überhaupt gibt. Es gibt schon eine Petition mit, ich glaube, fast 200.000 Unterschriften, die Ja. fordert, dass das gefälligst nicht machen. Weil ich bin auch kein Fan davon, weil ich die Sachen, ich bin ja bekennender Sammler, ich habe es gerne im Regal drin stehen, ist das scheißegal, ob es die digital gibt oder ob die digital an 10er billiger warten oder sonst irgendwas, aber ich mag das Ding im Regal stehen. God of War, sag ich, GTA 6 ist ja meine auch schon ohne Disc. Das glaube ich war, also bei denen ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass die es deswegen gemacht haben, dass keine Leaks rauskommen können. Weil wenn du ein Disc vorher in der Hand hast, gibt es Mittel und Wege, dass du das vorher spielst, bevor es alle anderen spielen. Und dann gibt es immer Idioten, die alles ins Internet ausposaunen. Ja. Und das wollten sie mit Sicherheit verhindern. Deswegen die Variante verstehe ich noch einigermaßen. Kann das sein, dass es später noch eine Disc-Version gibt dann? Vielleicht, ja. Das- Aber es gibt ja trotzdem mal nicht die Hülle, oder? Da Ja, liegt dann ein Download-Code Ja, bei. das gibt es alles. Das gibt es auch zukünftig noch. Ja, das hat es auch schon gegeben, weil ich zum Beispiel, ich habe das Bomberman R Nintendo macht das ja auch schon so. für Switch damals gekauft und da war ich voll verwundert, als ich daheim aufmache und denke, oh fuck, da ist kein Speine drin, bis ich dann Ja. vorhin gelesen habe, keine Cartridge, sondern nur Download-Code. Ja. Aber ich finde halt das, also grundsätzlich, es geht ja nur ums Geld. Weil das ist ja so, dass die quasi an einem digital verkauften Spiel verdienen die mehr oder weniger die vollen 70 Euro, wenn es jetzt ein PlayStation Original ist, und wenn sie es aber als Disc-Version verkaufen, dann müssen sie noch, hast du noch Händler dazwischen und bla 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 und musst noch den Disc-Hersteller zahlen, was irgendwie auch selber haben, aber es gibt dann noch irgendwie da andere Verträge und dann fällt das ein bisschen weniger aus. Also es ist ungefähr, verdienen sie das Doppelte mit einem digitalen Verkauf. Okay. Und das ist der einzige Grund, warum die da immer schon weiter hindrängen. Und es hat halt einfach den massiven Nachteil, wir sehen das ja mittlerweile immer wieder, jetzt haben sie es auch erst mit Filmen und so weiter gemacht, wenn die Sachen aus dem Store ausschmeißen, haben die weg für immer und ewig. Ja, das ist ja, wo es aber heißt, wenn du bei Prime Filme kaufst, die kennen dir halt nur auf Zeit. Genau. Sollte Prime jemals weg sein, die Server abschalten, dann sind deine Filme weg, Ja. die du Zeit und gekauft hast. Und das ist halt, dann sollen sie gefälligst eine Möglichkeit schaffen, dass du auch bei so einem Fall deine Sachen haben darfst. Eben. Und das ist, merkt man immer wieder, dass das eben nicht gesichert ist, auch wenn der Sony Store und so weiter relativ zuverlässig ist bei sowas. Es Ja. ist jetzt nicht viele Sachen gegeben in der Vergangenheit, aber es gibt halt immer wieder so Ausnahmen. Und Es das soll ist schon halt nur massiv- Datenhacks geben, also Ja. man sagt, dass sie sind nicht frei von Angriffen. Ja, und ich bin mir relativ sicher, dass Sony eigentlich nur darauf gewartet hat, wo es Rockstar mit GTA macht und das dann als Anlass genommen haben, dass sie es jetzt endlich durchziehen können, weil das juckt einer schon seit Jahrzehnten unter den Nägeln. Und du hast ja Seit dem Super Nintendo. ja, immer schon. Und du hast ja nicht nur dass du mit den Disk-Versionen ein bisschen weniger Kohle sammeln kannst, sondern du hast ja auch noch den Wiederverkäufermarkt. Und Ja, genau, Das ist ja genau. ein Feindbild sowieso, weil dann verdienen sie ja nur einmal an dem Spiel. Dann nicht Cash. Das geht ja gar nicht. Und du hast halt, du kannst halt keine gebrauchten Spiele mehr kaufen, du kannst deine Spiele nicht mehr verkaufen und du kannst unter Umständen manche Spiele nie wieder spielen. Und das ist einfach nur beschissen. Voll, ja. Das Also ist ich hoffe, dass richtig die da echt noch mal ein bisschen zurückrudern. Ja. Also, Und jetzt haben sie für PlayStation 3 zum Beispiel und PlayStation Vita haben jetzt vom PlayStation Store entkoppelt. Das haben sie jetzt also nebenbei veröffentlicht. Du kannst mit den Konsolen jetzt dann ab irgendeinem Datum, ich glaube jetzt dann dauert nicht mehr allzu lang, kannst du mit den Dingern nicht mehr auf den Store zugreifen. Heißt, du kannst die effektiv nicht mehr nutzen, wenn du mehr spielen möchtest, wie das, was du auf deiner Festplatte hast. Und das blüht halt irgendwann jede Konsolengeneration und das ist halt einfach grundsätzlich scheiße.
Katz! Ausbruchsversuch. Ja, auf! Jetzt auf! Ja. Mein Fliegengitter wird gerade zerstört. Ja. Und ich glaube, dass diesem Ruf des Geldes folgt mit Sicherheit auch Xbox. Das kann man erwarten, dass die das genauso machen. Und der einzige war eigentlich immer Nintendo, wo es mit den physischen Versionen, glaube ich, sogar ein bisschen mehr verdient hat mit den Downloads. Da wandelt sie auch schon. Und du hast es gerade gesagt, bei denen ist es ja teilweise jetzt schon so, dass du nur Download-Codes kaufen kannst. Und der ganze Sammlermarkt und so weiter und die bist einfach nur verarscht. Voll. Und das möchtest du mit einem scheiß Zettel in deiner Hülle. Ja, das ist ja verpissen. Können sie es komplett vergessen. Aber dafür gibt es so coole Sachen wie Limited Runs. Kennst du ja. Die bringen jetzt zum Beispiel so Silent Hill Short Messages oder hat dieses Kurzspielkosten. Bringen sie jetzt so fette Collectors Edition aus. Ja, die haben aber dann auch raus. Ja, du musst dich auf sie verlassen und kriegst auch gerade nur einen Download-Code da drin oder was soll das alles? Ja, oder einfach nur eine Verpackung und sagst, hier drin könnte dein Spiel sein. Du kannst ja kein Spiel auf CD rausbringen, wenn du das mit Sony machst. Ja, und wenn du du brauchst, es wäre dann wahrscheinlich ohne Laufwerk auch kommen, wenn sie das durchsetzt, die nächste Konsole. Ach, das optionale Laufwerk, das verkaufen sie gerne weiterhin. Ja, das wird anfangen. So wieder 150 Euro. Gedanken. Also das wird es mit Sicherheit geben. Die Hauptkonsole wird keins mehr haben, aber du wirst da das alles sticken können, bis du es jetzt halt auch schon kannst. Aber auch sowas wie Limited Run, das ist halt dann verarscht. Die können halt nichts mehr machen, die können dann auch einen Download-Ziel verkaufen. Ja, super. Schön. Finde ich nicht gut. Ja, nicht bin ich raus, Arschgeigen. Hoffentlich gibt es da noch irgendwie einen Bremsklotz. Ich glaube, die EU schätzt sie vielleicht auch noch irgendwie ein, weil so ganz fair gegenüber dem Verbraucher ist das ja nicht. Vielleicht haben wir da noch irgendwie eine Chance, aber. Vielleicht bewirkt ja die Petition sogar was, wenn sie sagen, dass der ganze Spielermarkt da wegen auf die Dinger geht, auf die Barrikaden. Und am Ende schließen wir uns an Rampio und schnappen uns A500 und C64 und spielen wir den alten Shit. Genau. Und jetzt machen wir Feierabend, weil jetzt haben wir 1,5 Stunden gelabert. Ich muss mal auf meine neue G-Shock schauen. Ich habe mir eine coole alte G-Shock gekauft. Das ist fast eine. Mag ich nicht, ich mag nur Casio. Du willst gerade Brust singen? Nein, ich wollte gerade sagen, meine Schweine-Summer-Kiss ist auch. Beste Bieler. Danke an alle, die zugeschaut haben. Schreibt in die Kommentare, was bei euch, ob es bei der Schweinehitze überhaupt zockt. Habt ihr es gemacht wie ich, alle Schotten dichter mit Hitze nicht einer kann und dann zocken, oder was es tatsächlich Leute, die sich in die eklige Sonne ausgestellt haben? Danke an Philipp nochmal für die Spende, der fetteste Potato geht raus. Danke an alle, die zugeschaut haben, die es nachträglich noch anschauen. Und ich habe es euch gestern schon gesagt, es ist unsere neue Folge rausgekommen mit Interview mit Florian Ecker. Und ich glaube, Lukas heißt das sein Score-Mensch. Lukas? Ich hoffe, es ist nicht der falsche Name, aber ich werde es nicht durchschauen, werde es nie rausfinden, ob ich seinen Namen richtig gesagt habe. Hört euch die Folge an, gestern hat es Kassettenschmerz gegeben, wenn euch noch abgeht, was die Woche in die Filmmedien, letzten 2 Wochen bei den Kassetten los war, schaut euch den noch an und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder zum Kassettenschmerz. Sonny B, Philipp sagt es genau, Sonny B. Also, auf Wiederhören, Leute. Christian auf die Nüsschen.